Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich beantworte eure Kommentare Video. Ja Leute, diesmal rund um die Vorstellung von Vincent Kompany als neuen Trainer. Ich bin sehr gespannt, wenn ich das so nach den Bewertungen sehe, sieht die Stimmung ja sehr positiv aus. Im Stream war es ja ein bisschen geteilter Meinung. Von daher bin ich mal gespannt, was wir in den Kommentaren so finden werden. Gut, bevor wir reingehen, wie immer der Hinweis, ganz viele Leute schauen hier zu, ohne den Kanal abonniert zu haben. Leute, gönnt doch einfach mal. Ne? In diesem Sinne, rein in den Bums. Gut, fangen wir an mit den Kommentaren zur Vorstellung, Pressekonferenz von Vincent Kompany. Sparedust, Manchester City fan here. Watching this with subtitles translation. Really hope Kompany does well. I'm a mini Bayern Munich fan now. All the best. Ja, vielen lieben Dank. Ich finde es immer wieder wild, dass es echt so Trainerfans gibt. Ne? War ja beim Tuchel genauso, dass dann echt Leute hierher kamen, weil sie Tuchel-Fan sind. Finde ich ganz cool eigentlich. Ja? Vielen lieben Dank, Sparedust. And welcome. What's up? Eber blüht ja richtig auf. Da merkt man, dass es sein Transfer ist. Kompany ist der Richtige für das Vorhaben des Umbruchs, meiner Meinung nach. Wir werden sehen und schauen, was passiert. Ich bin da positiv. Ja, ich habe es ja auch schon mehrfach gesagt. Ich bin da auch positiv. Alles, was gesagt wurde, hat Hand und Fuß. Jetzt gilt es halt, den ganzen Bums umzusetzen. Ne? Die Baumis, die PK war wirklich sehr stark von Kompany, fand ich. Jo. Wobei man sagen muss, er hat aber auch genau das gesagt, zumindest was ich hören möchte. Ja, von daher, aber er hat es auch so gesagt, dass man ihn das abnimmt. Ja, so, das ist das Ding. Ich meine, das sagen kann das jeder, aber ich habe es ihm auf jeden Fall abgenommen und ich freue mich drauf, zu sehen, wie harte Arbeit aussieht. Ja. Phileas, Eber wird 100% hinter Vincent stehen und ich hoffe sehr, dass er wirklich langfristig eine Chance bekommt, ohne dass Uli dazwischen grätscht. Ja, Kalle muss ja mit ins Boot nehmen, was man so gehört hat. Weiß ich noch niemals, ob Uli da so die treibende Feder ist. Auf jeden Fall beide halt. Ich denke, das sieht man aber auch. Ja, ich denke, dass das kein Transfer von Uli und Kalle ist. Das sollte klar sein. Die hätten niemals dieses Risiko oder diese Chance genommen, so eine Art Trainer zu verpflichten, denke ich. Ja, die waren ja beide, oder Uli zumindest auf dem Flick aus. Ich bin sehr froh, dass es ein Kompany geworden ist und wie du es sagst, es wäre schön, wenn man ihm jetzt mal langfristig die Chance gibt. Aber wenn man dann so hört, was Kalle schon wieder von sich gegeben hat, ja, wild. Aber am Ende des Tages sind Kalle und Uli keine Leute mehr, die irgendwas zu sagen haben. Ja? Die können ihre Meinung äußern, ja. Aber Eberl hat das zu entscheiden und gut ist. Und von daher bin ich da guter Dinge. Weil wer Eberl ein bisschen verfolgt hat, der weiß, dass er eigentlich an seinen Trainern festhält. Kurt Londe, ich mag ihn auch. Ihn, egal. Das kann ich jetzt schon sagen. Ein kluger Kopf, der auch sofort die aktuelle Problematik mit der Entscheidungsfindung mit den Altvorderen verstanden hat und so ganz nebenbei darauf eingegangen ist. Ich freue mich auch auf seine Arbeit und die nächsten Spiele. Ja. Ich denke, man hat gemerkt, dass er auch weiß, worauf er sich eingelassen hat. Ich denke, auch ein Eberl wird ihn da schon klar informiert haben. Unreal, wow. Ich finde es so spannend, es mit diesem Trainer zu versuchen. Irgendwie bin ich noch gespannter, als ich bei einer Rückkehr von Pep wäre. Ja, bei Pep hättest du ja gewusst, was passiert, oder? Also das wäre ja ein No-Brainer gewesen. Weil wir haben es ja gesehen, die Champions League gewinnst du nicht automatisch, egal welcher Trainer kommt. Nee, natürlich nicht. Ich finde, man muss auch nicht alles gewinnen, solange das Spielstil erfüllend ist und man ein tolles Teamwork fühlen kann. Ja, bin ich 100% bei dir. Das ist es, was es für mich braucht, um lange Zeit mit demselben Trainer zu arbeiten. Pep wurde ja auch nicht entlassen, obwohl er nicht mal ins Finale gekommen ist. Das Team war intakt, das ist es, was ich immer haben will. Dann fällt in der Regel ab und zu der eine oder andere Titel ab. So ist es doch schön. Ja, das ist auch, was ich gesagt habe. Ja, wir haben so viele individuelle Qualität und das wird sich auch nicht ändern. Ja, wir werden immer eine gewisse individuelle Qualität haben in unserer Mannschaft und wenn die ganzen Stars oder wie auch immer wir das nennen wollen, zu einem Team werden, wie es 2013, 2012 war, dann werden zwangsläufig Titel kommen. Ob das dann für den ganz großen Wurf reicht, hängt von so vielen Faktoren ab, das wissen wir alle. Ja, oder jeder, der sich ein bisschen mit Fußball
auskennt, weiß, man kann einen Champions League-Sieg nicht planen. Guckt euch Paris, Manchester City an, was die an Milliarden reingeballert haben, bis es dann bei Manchester City mal einmal funktioniert hat. Ja? Also planen kann man das eh nicht. Und der Rest, ja, kommt von alleine dann. Kaiser, sehr starke PK. Von mir aus könnte die Saison auch schon heute losgehen. Ja. Pico, man merkt, die haben richtig Bock. Ich freue mich auf die Saison. Ja. Ich hoffe, sie können es auf die Mannschaft transportieren. BDS, da werden sie offensichtlich ein paar Gucci-Boys bei uns warm anziehen müssen, wenn das alles so durchgezogen wird. Und das finde ich top. Ja. Wenn dem Taten folgen, den Worten, dann wird der eine oder andere sich auf jeden Fall umschauen. Adam, ich bin gespannt, welcher Spieler in seinen Augen nicht mehr hungrig ist. Ich hoffe, Winnie zieht komplett durch. Wir brauchen frischen Wind. Packen wir's. Ja. Das ist das Interessante, aber ich denke, da wird auch ein Eber schon Ansagen gemacht haben. Ja, er hat das ja auch schon kommuniziert, dass die nächsten Monate, also vor ein paar Monaten, dass die nächsten Monate, die sich jeder zeigen kann. Und wenn man das zum Maßstab nimmt, dann wird es für den einen oder anderen sehr, sehr eng werden. Mika, berührt einen ja richtig diese PK. Winnie, supergeiler Typ, herzlich willkommen. So sollte Bayern sein und nach außen wirken. Danke, Max. Petra, für mich erscheint Vincent Kompany wie eine Sektperle beim FCB gegenüber diesen ganzen anderen Granden wie Flick, Pep, Xavi und so weiter. Sonnenblume. Ich bin begeistert von Vincent Kompany, das hört sich gut an. Ja. Laeas, bin wirklich so voller Vorfreude. Kevin, hab jetzt erst fertig geguckt. Wahnsinn, was der Typ für eine Aura ausstrahlt. Ja, das ist ja, was ich auch sagte, ne? Er sagt natürlich das, was wir hören wollen. Und erstmal danke für das eine Jahr Mitglied hier, Kevin. Er sagt natürlich, was wir hören wollen, aber man nimmt es ihm ab. Durch sein Auftreten, durch seine Art und Weise, ne? Man hat nicht das Gefühl, dass es eine hohle Phrase ist. Ja, so wie es beim Tuchel beispielsweise war. Von wegen immer, ja, ich habe keine Ahnung, aber wir werden weiter daran arbeiten. So. Das hasse ihm einfach irgendwie, kam es nicht rüber. Ja? Und das ist jetzt genau das Gegenteil. Ich bin sehr gespannt. Simon, zugegeben, ich war im Vorfeld sehr skeptisch bezüglich Kompany, aber mich hat er in dieser PK echt positiv überrascht. Ist echt ein feiner Kerl. Hoffe, die treue Bekundung von Eberl haben auch in Krisenzeiten Bestand und man lässt ihn auch mal länger, dieses Team, entwickeln. Auch wenn dann mal keine Titel rausspringen. Bleibt spannend, bin aber nun sehr positiv gestimmt. Ja. Ich habe schon mehrfach gesagt, während Eberl ein bisschen verfolgt hat in seiner Zeit, gerade in Gladbach auch, wie er auch gegenüber, selbst in Gladbach schon, den öffentlichen Druck am Trainer festgehalten hat, bin ich da guter Dinge. Klar, in Gladbach hat er jetzt vielleicht, obwohl er auch teilweise hier mit dem, wie heißt er? Wie heißt da der Unsympathische? Also für mich unsympathisch. Oh, es liegt mir auf der Zunge, Leute. Ich komme nicht drauf. Egal. Auch da hat er schon jemanden gehabt, der da eine sehr starke Meinung hatte. Und das hat er jetzt bei uns auch. Natürlich bei uns noch ein bisschen mehr. Aber ich glaube nicht, dass ein Eberl da gleich wieder ins Grübeln kommt, wenn es jetzt irgendwie ein schlechter Start wird oder sonst was. Also ich bin da sehr zuversichtlich. Stefan, absolut eine der besseren PKs in langer Zeit. Ich wünsche ihm nur das Beste. Er kommt als toller Typ rüber, mit klaren Vorstellungen. Garantien gibt es nicht, aber das kann richtig gut werden. Wenn er auch wieder nicht die Zeit und Ruhe bekommt, drehe ich durch. Ja gut, das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt. Ne? Eberl muss einfach das Schutzschild sein. Sowohl nach außen, sowohl in Richtung Aufsichtsrat. Und ja, dann kann der Trainer in Ruhe arbeiten. Ne? Wie wär's? Hoffe, Vincent hat Uli gleich mal eine Kopfnuss gegeben beim Gespräch. Ansonsten top, höchst motiviert der Junge, gefällt mir. Vielleicht passiert das noch. Banja, wir begrüßen Vincent Kompany. Hab es schon gesagt, Eber sah am Anfang schwach aus, beziehungsweise die Trainerkandidaten Nagelsmann, Rangnick und Tuchel hätten nie eine Option sein sollen. Nagelsmann, doch hätte ich schon gesehen. Anderen beiden kam schon echt so rüber, so, wir kriegen keinen anderen, lass uns mal da gucken. Ja, ist halt die Frage, von wem kamen diese Trainerkandidaten. Aber er hat sich klar gegen Flick positioniert und Kompany durchgedrückt. Selbst wenn es nicht klappen sollte, war es mal eine mutige Entscheidung und vor allem passt sein Spielstil zu uns. Also auf geht's, neue Saison. Ja, und vor allen Dingen ist seine Einstellung die wir brauchen. Ja? Wir brauchen wieder diese Einstellung. Hart arbeiten und jeder muss mitziehen. Und die nicht mitziehen, ja, Ovi-Dovi, Makarori. Ne?
Angelo. Ich glaube und hoffe, dass sich einige Spieler unter Kompanie sehr warm anziehen müssen oder in wärmere Gefilde verbissen. Sorry, spontaner Gedanke. Ja, alles gut. Hau raus. Real Sings. War eine gute erste PK. Denke, ein Trainer, der sich in der Kabine behaupten kann. Und das ist bei unserer Truppe wohl aktuell das Wichtigste. Eberts Kommentare zur Mannschaftsplanung waren vielversprechend. Ich bin optimistisch. Ja. Wollen wir auch da hoffen, dass da auch Taten folgen. I don't know. Ich war skeptisch gegenüber der Idee, er als junger Trainer einzustellen. Aber ihm zu hören, bin ich überzeugt, dass er einen guten Job machen würde. Wir werden wieder einen guten und attraktiven Fußball spielen. Max ist echt ein sehr guter Rhetoriker. Er antwortet die Frage so gut. Man merkt den Unterschied zwischen ihm und Brazzo. Ich glaube, nach diesem ganzen Durcheinander bei der Trainersuche, den wir Bayern erlebt haben, werden wir in Zukunft einen anderen Weg einschlagen. Einen Weg des Miteinander und der Einheit nach außen. Das wäre der Optimalfall. Ja, das wäre wirklich der Optimalfall. Ja, jetzt den Brazzo da wieder reinzubringen, Leute, fühle ich persönlich nicht. Na klar hat der Eberl anders auftreten. Der Eberl ist seit 25 Jahren in dem Job und spricht seine Muttersprache. Das war beim Brazzo nicht der Fall. Von daher muss man da auch ein bisschen differenzieren. Bones in the House. Sympathisch emotionierter Typ, der genau die richtigen Worte findet. Wie schon gestern im Stream gesagt, ich habe Bock auf ihn und hoffe, dass er sich langfristig durchsetzt. Das hoffe ich auch, ja. Butterzucker. Ich denke, dass man Uli intern ordentlich den Kopf gewaschen hat. Spätestens als er nachgelegt hat nach dem FAZ-Termin, dass er in Zukunft auch weiter seinen Senf öffentlich machen wird. Für mich ist Hoeneß draußen, nachdem er meinte, dass Leverkusen doch nur Glück gehabt hat mit den neuen Spielern. Grimaldo, den kannte doch vorher kein Mensch. Aua. Zu Burnley, der Verein wollte Kompanie unbedingt behalten. Also kann auch die letzte Saison so schlecht nicht gewesen sein, angesichts der Möglichkeiten, die der Verein hatte. Ja, ich habe da ein bisschen was zu gelesen, aber ich maß mir da kein Urteil an, wie die letzte Saison für Burnley war. Ja, da bin ich absolut nicht im Thema, von daher kann ich da nichts zu sagen. Uli haben wir schon mehrfach thematisiert. Ich habe da ein ganzes Video zum Thema Vorstand gemacht. Meine Meinung steht da. Uli sollte sich jetzt einfach ein bisschen zurücknehmen, sollte den Eberl machen lassen, dafür hat er ihn geholt. Eberl hat 25 Jahre Erfahrung in dem Job oder was. Also, da musst du nicht mehr dazwischen funken. Und es ist gut, dass ein Eberl sich emanzipiert hat und ein Kompanie durchgedrückt hat. Und genau das erwarte ich auch von ihm, ja, auch in Zukunft. Hobby, mir ist Samir, freue mich auf ihn und die neue Saison. Alles will gut. Ja, hoffen wir's. Hoffen wir's. Harry, erster Eindruck super sympathisch, super Statements von allen Beteiligten, könnte passen. Problematisch wird für mich eventuell aber die Tatsache, dass der Kader nicht aufgefrischt wird und Kompanie zu viel der müden Stars abnicken muss, weil er noch nicht das Standing hat. Gewisse satte Spieler rauszuballern, beziehungsweise auch aufgrund der EM nicht genügend Zeit bleibt für Verkäufe, Neueinkäufe. Bis jetzt ist ja noch nicht viel passiert. Wenn sich die Mentalität nicht ändert in der Mannschaft, wird's nach den ersten 2 Unentschieden sofort wieder mega unruhig. Nee, ich sehe das nicht so. Erstens, der Transfermarkt öffnet erst am 1.7., glaube ich, ne? Ja, 1.7. Also erst in 3 Wochen oder 3,5 Wochen. Also kannst du noch gar keine Transfers eintüten, es sei denn, das ist ein Spieler wie Mbappé, wo der Vertrag ausgelaufen ist. Von daher kannst du noch keine Transfers fix machen, ne? Das sollte klar sein. Zum anderen glaube ich das schon. Also ich habe seine Aussagen, seine Aussagen schon so wahrgenommen, dass er es ernst meint. Und wenn da jemand ist, der nicht mitzieht oder die Leistung nicht reicht, bin ich mir schon relativ sicher, dass er ist ein großer verdienter Spieler. Ja? Also er kann auch so ein Kimmich sagen, pass mal auf, Josh, es reicht im Moment nicht. Du gehst erstmal auf die Bank. Also, da sehe ich gar kein Problem. Da hätte ich auch beim Turo kein Problem gesehen. Ja? Wir werden sehen. Kimmich war jetzt nur ein Beispiel. Ja, fraglich ist, ob Kimmich überhaupt noch da ist nächste Saison. Hubert, zuerst war ich über die Verpflichtung von Kompanie angenehm überrascht. Jetzt bin ich begeistert. Ich freue mich riesig auf die neue Saison. Petra, liebe Grüße aus Berlin, lieber Kai. Ich wünsche euch, dem FCB mit dem neuen Trainer für die nächste Saison viel Erfolg. Der FCU hat auch einen neuen Trainer. Wir reden in einem Jahr, ob alles so geklappt hat. Zum Glück hat der FCU einen neuen Trainer. Ich fand, man weiß es ja, wer mich ein bisschen verfolgt, ich sympathiere natürlich mit dem FCU, weil mein Schwager FCU Berliner ist und ich auch schon auswärts bei ein paar Spielen war mit Union-Fans in der Union-Kurve und so. Und ich fand den Verein immer super sympathisch, habe mir die Champions League-Spiele angeguckt. Aber wo dann der Trainerwechsel kam,
Noch nicht mal wegen dieser Sache mit Sané, einfach der Trainer ist so ein unsympathischer Kerl gewesen. Also ich weiß nicht, warum man den verpflichtet hat. Jetzt habt ihr wieder einen sympathischen Trainer und auch da, wenn er die Zeit bekommt, die Ruhe hat, denke ich, kann das sehr gut werden für Union. Ancelotti, ich glaube, das kann was werden. Guter Typ. Eberl hat mir auch gefallen, die Mannschaft muss mitziehen und es umsetzen. Bin fast gehypt. Ja, und wenn die Mannschaft es nicht mitzieht und nicht umsetzt, muss sie halt geändert werden. Und dann wird alles gut. Ja. Ehrenmann. Eberl spricht schon wieder mit zu viel Verstärkern. Total, extrem, absolut intensiv. Jo. Heftige Ausstrahlung. Ja. Günther. Klasse Aussagen. Trainer. Endlich mal ein Trainer, der anpackt. Offen war's, ja. Thomas. Ich bin Eberl-Fan. Der ist der Richtige im Verein. Ich hoffe, er bleibt die nächsten 25 Jahre und mehr bei uns. Der fühlt FC Bayern. Ja. Wie gesagt, das ist jetzt, für mich ist es jetzt die entscheidende Phase für den Eberl. Ja. Er muss sich jetzt einfach gegen Uli durchsetzen. Das hat er jetzt schon beim Trainer getan, anscheinend. Was man so hört. Wir wissen es natürlich am Ende des Tages nicht. Vielleicht hat Uli auch gesagt, geil, ich gehe 100% mit. I don't know. Ja. Das muss er jetzt bei den Spielern auch noch tun. Ne? Wenn er der Meinung ist, hier Galionsfigur, Kimmich, Goretzka und so weiter müssen verkauft werden, dann muss er das durchziehen. Punkt. Ne? Und er muss natürlich die Gehälter drücken. Und das finde ich schon mal das Wichtigste. Und so wie man gelesen hat, wir wissen alle, da kannst du ja nichts von voll nehmen, hat man ja ein Kimmich ein Vertragsangebot gemacht, wenn dann aber mit reduzierten Bezügen. Und das ist der richtige Weg. Ja, Punkt. Entweder verstehen die Spieler das und sie bleiben, weil es der FC Bayern ist, weil sie Bock auf den FC Bayern haben, oder sie verlassen halt den Verein. Und wie kannst du das einfacher feststellen, als dass du einen Spieler sagst, der bisher 20 plus Millionen verdient hat, komm, du kriegst jetzt nur noch 15. Ja. Seiner, sympathisch, einfach sympathisch, das kann gut werden. Sammy, gute PK vom FCB und wie immer gut begleitet von Red Munich. Ja, vielen lieben Dank. Klick-Klack. Uli wurde gekränkt und wird bei jeder Gelegenheit reingerätschen. Das wird wieder Unterhaltung vom Feinsten. Mal abwarten. Ich habe es ja auch schon gesagt, selbst wenn dem so sein sollte, ja, was sehr gut sein kann, Uli weiß man nie, stimme ich dir zu, da muss der Eberl einfach mal öffentlich klare Kante zeigen. Ja, wenn der Eberl öffentlich sagt, pass mal auf, das ist mir alles egal, was der Uli Hoeneß da sagt, das ist der Trainer, das ist die Mannschaft, da stehen wir zu 100% zu und die bekommen die Zeit, dann ist Ruhe. Da kann der Uli sagen, was er will, der Uli, er hat halt nichts mehr zu sagen. Ja, er hat keine Position im Verein, wo er was zu sagen hat. Natürlich hat er Verdienste, Ausstrahlung, bla, Sülz, brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn Eberl da klar gegenspricht öffentlich, falls der Uli wieder öffentlich einen raushauen muss, dann ziehst du den Uli den Zahn. Ne? Dann macht er sich nämlich nur noch lächerlich. Dann kann er nämlich da wüten, wie er möchte, weil er ist ein Aufsichtsratmitglied. Nicht mehr, nicht weniger. In keiner Weise ein Vorstand oder im öffentlichen oder im täglichen Geschäft. Ja, Punkt aus. Mara, servus Vincent. Also ich freue mich auf ihn. Ich bin gespannt. Ich habe absolut keine Ahnung, wie er agiert und funktioniert. Aber er scheint einer von den Typen zu sein, die der Verein gerade braucht. Ich denke, es ist eine extrem spannende Aufgabe für ihn und er wird richtig für den Verein brennen. Gerade weil er noch ganz frisch im Trainerbusiness ist. Das heißt nicht, dass man direkt alle Titel erwarten sollte. Er braucht Zeit und ich denke, Max wird ihm dahingehend den Rücken frei halten. Ja gut, ganz neu ist er auch nicht. Ist ja, was hat er gesagt, seit 5 Jahren Trainer. 2 Jahre in Anderlecht, 2 Jahre in Burnley jetzt. Ich weiß nicht, was er davor gemacht hat. Gegen eine Jugendmannschaft oder sowas. Also ist jetzt auch nicht so, dass er gerade sein erstes Jahr als Trainer hat. Ne? Aber ein gutes Gefühl, er ist sehr sympathisch und wirkt so, als würde er sich nicht in die Parade fahren lassen. Ja, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht, dass er sich da irgendwie reinreden ist. Ich wünsche ihm viel Erfolg und viel Spaß. Gratulation zu diesem Transfer in den Vorstand. Man hat sich wohl gegen den Paten durchgesetzt. Bravo. An alle, die jetzt hetzen und sich lustig machen, ihr wollt einen Umbruch, der fängt jetzt beim Trainer an. Und wenn da halt mal aufs Maul bekommt, sportlich, dann lernt er daraus. Gib ihm eine Chance. Wichtig ist doch, dass er zu 100% für seine Aufgabe brennt und es für ihn noch eine Ehre ist, Bayern zu trainieren. Jo. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Habe ich ja auch schon gesagt, das Wichtigste wird sein, ja, dass man sich halt emanzipiert von den Granden da. Detlef, sehr sympathischer Auftritt des neuen Trainers. Hoffentlich bekommt er wirklich Zeit und Unterstützung unserer Führung. Selbst wenn wir mal verlieren. Wichtig ist, dass wir wieder erkennen, auch und vor allem an der Spielweise, hier kommt der Rekordmeister, der FCB. Uli FCB. Ja.
100% true. Wir müssen einfach wieder dahin kommen, dass wir 90% der Bundesligaspiele dominieren und den Gegner unsere Philosophie aufdrücken und uns nicht am Gegner orientieren. Ja? Und das habe ich auch so wahrgenommen an den Aussagen von Vincent. Die Ansage, endlich. Ein Trainer, der das anspricht, was ich schon seit 2 Jahren bei ziemlich vielen gestandenen Bayern-Spielern nicht gesehen habe. Ja, richtig. An alle gestandenen, nutzlosen, gesättigten, lahmarschigen Dieven und dauerverletzte Bayern-Spieler, endlich bekommt ihr einen Trainer, den ihr meiner Meinung nach so sehr verdient. Entweder zeigt ihr jetzt Leistung über 90 Minuten, wenn nicht, Ersatzbank und fertig. Ja, hoffen wir, dass es so durchgesetzt wird. GB, hoffe, dass es endlich klare Kante gibt. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Ja. Haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, ne? Buster Doggy. Kann mir vorstellen, dass er diesen Sauhaufen aufräumt. Motto, wenn's sein muss, knallt's. So gibt er mir das Gefühl, sehr vielversprechend. Ja, ich denke auch, dass er ein Mann der klaren Worte ist und nicht ein Mann der diplomatischen Worte à la Thomas Tuchel, ja, der alles irgendwie versucht hat, allen immer recht zu machen, Rücksicht zu nehmen. Ich glaube, ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein Kompanie das auch ein bisschen lernen muss bei uns. Dass er das vielleicht am Anfang auch noch machen wird. Aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, wenn dann der eine oder andere auch gestandene Spieler sich hängen lässt und nicht mehr mitzieht, dass es da schon eine deutliche Ansage geben wird. Alan Taylor. Der Vincent macht einen guten Eindruck. Spricht Französisch, Niederländisch, Deutsch, Englisch. Scheint sehr klar und fokussiert zu sein. Hat Erfahrung auf höchstem Niveau. Nein, nicht der HSV. Bei Manchester City und belgische Nationalmannschaft. Das könnte klappen, wenn Uli und Kalle sich nur noch intern äußern. Könnte eine richtig interessante Bulli-Saison werden mit Double Kusen, Champions League Stuttgart, Champions League Finalist BVB, RB und Bayern Company. Ja, ich denke auch, dass es eine interessante Saison werden kann. Es wird bei uns nicht gleich alles dominieren und wir werden marschieren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir werden Rückschläge erleiden. Die Mannschaft muss sich erstmal an den Trainer gewöhnen. Es ist eine kurze Vorbereitung wegen der EM. Das wird alles holprig werden. Ja, da müssen wir uns gar nichts vormachen. Aber das ist auch gar kein Problem. Und zu dem anderen, zu Uli und Kalle, habe ich ja schon alles gesagt. Ja, da muss ein Eberl öffentlich klare Kante zum Trainer zeigen und dann ist alles gut. Martin, ich habe die PK vorab zu deinem Video gesehen und ja, ich kann dir da in deiner Einschätzung zur PK weitestgehend folgen. Meine Meinung, bekommen wir 80% des Gesagten angekündigten umgesetzt als Verein. Dann ist es wirklich die Basis für einen tollen Neustart angelegt. Vor allem auf Nachhaltigkeit und endlich mal wieder schönen Fußball. Hier hoffen wir, dass wir schönen Fußball sehen werden. GB, was habe ich gesagt? Die erste Frage nach Plan C, D, E, F so frech. Sehr gut gekontert. Und die zweite Frage, wie wird der Name ausgesprochen? Was für Reporter? Naja, das finde ich okay. Ja, dass man fragt, wie es ausgesprochen wird, wie er genannt werden will, ob Vincent, Vinny oder Vincent. Das ist doch völlig fein. Das finde ich schon respektvoll. Die erste Frage, ja, lächerlich. Aber war ja zu erwarten. Ne? Aber die Antwort war natürlich Bombe. Aber na klar wusste er auch, dass diese Frage kommt. Er ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Ne? Fladi, altes Jahr, neuer Trainer, neues Glück. So sieht's aus. Jessup, ganz ehrlich, schöne Worte auf einer Pressekonferenz bei einem Trainer vorstellen sind nichts Neues. Das ist richtig. Das gab es schon 1000-mal. Man wird sehen, ob es gut geht. Kritisch sehe ich nur, dass im nächsten Sommer einige namhafte Trainer möglicherweise zu haben sind. Klopp, Alonso, Pep, der Mentor, möglicherweise vielleicht auch Glasner. Wer weiß, wer sonst noch frei ist im Sommer 25. Es könnte gefährlich werden für Vincent Kompany und der Mann vom See muss die Füße stillhalten. Nee, das sehe ich zum Beispiel gar nicht so. Das mit den Worten auf der Pressekonferenz, ja, 100% true, gebe ich dir 100% recht. Erzählen kann man immer viel. Ja. Die wissen natürlich auch, was sie sagen müssen. Aber für mich ist einfach die Ausstrahlung. Ja, man nimmt ihm 100% ab, was er sagt. So, und das ist das Wichtige für mich. Ja. Ich glaube, dass er das versucht umzusetzen, was er da von sich gegeben hat. Ja, dass dann nächstes Jahr und in dem Trainerkandidaten da sind, wie Sand am Meer vielleicht, ja, mag ja so sein. Aber wen interessiert's? Ja, das ist unser Trainer für die nächsten 3 Jahre. Feierabend. Punkt. Klar, sollten wir jetzt irgendwie Sechster werden und Grottenfußball spielen und keinerlei Entwicklung zu sehen sein, wird man da sicher reingrätschen und wird sich nach einem Trainer umschauen in einem Jahr. Aber solange das nicht der Fall ist, nee, sehe ich das gar nicht. Also warum? Wir werden sehen, ne, wohin die Reise geht. Es wird spannend bleiben beim FCB. Das ist das Schöne. Patscha.
Das Problem in Burnley war, dass er extrem wichtige Schlüsselspiele verloren hat. Alleine Teller und Matzen, die in Dortmund und Leverkusen gezeigt haben, was sie drauf haben. Zudem ein sehr junger Kader und ja, der Spielstil war für die Situation und diesen Kader eventuell nicht der richtige. Aber auch das kann man positiv sehen. Nach einer nahezu perfekten Saison hat er eine nahezu Katastrophensaison erlebt und aus beiden kann ein Trainer lernen. Ja, habe ich ja schon gesagt, dazu kann ich gar nichts sagen. The King. Company, einfach super sympathisch und selbstbewusst. Ich habe das Gefühl, mit Freund, Eberl und Company kann sich was bewegen. Ruhe, Zeit und viel Arbeit, nur so entsteht eine Einheit. Ja, das haben sie ja auch so kommuniziert. Hoffen wir, dass sie es umsetzen. Kugelblitz. Also ganz ehrlich, ich freue mich auf die nächste Saison. Company macht einen super Eindruck, hat viele gute Sachen gesagt, wirkt sehr down to the earth und hat auch richtig Bock. Ich wünsche ihm alles Gute. Mir Samir, komm wieder zurück. Ich bin mir sicher. Ja, schauen wir mal. Nordisch. Meiner Meinung nach sehr gute und gesunde Einstellung. Freut mich. Endlich mal ein Trainer, aber auch Aussagen von Eberl und Dresden, mit denen man sich identifizieren kann. Das ist richtig, ja. Gut, Kai ist am Start. Da trinke ich erstmal ein Stückchen. Weil Kai macht's wie ich, der schreibt immer viel. Und ich laber immer viel. Servus Kai. Micha Kompany vom Ersteindruck zunächst einmal voll und ganz überzeugt, sympathisch, feiner Kerl. Motiviert, genau die richtige Einstellung, der Typ Mensch, mit dem du lachen kannst. Aber auch Leistung zeigen musst, ansonsten wird es ernst. Eber selbst ließ auch keine Zweifel aufkommen, dass er hinter ihm stehen wird. Zumindest abwegig fand ich seine Erklärung somit auch keineswegs. Dass Company von Beginn an auf der Liste stand. Sicherlich klapperten Eberl und Freund natürlich zunächst die Namen ab, die für den Vorstand und Fans und so weiter zu erwarten sind. Klar waren der Uli und Vorstand sicherlich treibend und auch ein Eberl, der erst frisch dazu kam als vermeintlich starker Mann. Wird da erstmal vorsichtig agieren. Menschlich, oder? Wenn nicht der Tuchel-Take da gewesen wäre, würde ich bei der Argumentation mitgehen. Aber das, nee. Sorry. Weil da sind wir uns einig, dass das mit Sicherheit nicht von Hoeneß und Kalle kam. Vielleicht von Kalle, der war schon immer Tuchel-Fan, aber nicht vom Uli. Ja. Das heißt, das muss dann auf Eberls und Freund Mist gewachsen sein. Und deswegen nehme ich Ihnen diese Aussage nicht wirklich ab. Weil dann hätte man auch erst mit dem Kompanie reden können und schauen, ja, hat er prinzipiell Bock? Und dann hätte ich gar nicht erst diese Farce gemacht, um mit Tuchel eine Woche lang zu sprechen. Ja, auf welcher Grundlage? Dass man im Champions League Halbfinale war? Nochmal, dass wir die schlechteste Rückrunde seit 11 Jahren gespielt haben? Dass wir keinerlei Entwicklung gesehen haben? In der Mannschaft, wie bei einzelnen Spielern? Nee, sorry, gehe ich nicht mit. Wäre der Fall Tuchel nicht, würde ich mitgehen, ja. Könnte man das so argumentieren, dass ein Eberl da vielleicht sich ein bisschen zurückgehalten hat und erstmal gemacht hat, was so die Paten wollten. Aber ich glaube nicht, dass Tuchel von den Paten kam. Und von daher ist das ein bisschen differenzierter zu betrachten, denke ich. Aber nun hat er die Kurve gekriegt und konnte aus der Not geboren, wenn man so will, seine Freundsidee präsentieren und durchsetzen. So kann ich mir einen Beginn vorstellen. Da ich die Vorstellung bereits live geschaut hatte, konnte ich nicht umhin, ein wenig im mitlaufenden Chat mitzulesen. Dies mögen natürlich nicht alle FCB-Fans sein, aber inzwischen erklärt sich mir die Tuchel-Petition. Da wurde fast nur gemeckert und alles negativ gesehen. Positive Post musste man fast suchen. Solche Fans braucht kein Mensch. Ich drücke dem FCB, Eberl und Freund Winnie und uns Fans eine schöne neue Saison. Zumindest die Hoffnung gestattet nun wieder ein wenig Vorfreude. Vielleicht wird es ja was mit dem FCB und wieder schönen Fußball. Ich habe auf jeden Fall auch Vorfreude. Ja? Wenn jetzt noch 2, 3 Transfers kommen, die passen, Alter, dann bin ich gehypt auf die neue Saison. Natürlich wohl wissen, dass es holprig wird für uns, ja. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Ne? Es ist ja auch schön, wenn man eine Entwicklung sieht, wenn man sieht, dass die Mannschaft sich entwickelt und wächst. Ja, das kann ja auch schön sein, dabei zu sein und das zu begleiten. Blue Eyes. Mittlerweile sehe ich Vincent Kompany als große Chance, damit der Umbruch wirklich gelingt. Wird aber sehr von der Durchsetzungskraft von Max Eberl abhängen. Ja. Von seinem Auftreten her ist Vincent Kompany meiner Meinung nach sehr sympathisch. Ja, mir auch. Gehe ich mit soweit, ne? Mich wundert es gerade, dass hier nur positive Sachen stehen, Leute. Im Stream war noch so viel Negativität Kompanie gegenüber. Anscheinend hat er ja den einen oder anderen in dieser PK schon überzeugt, oder? Trauen die anderen sich alle nicht zu schreiben, oder was? Aber vielleicht kommt ja noch was. Bin gespannt. Niklas, der Koala.
Vergleich das mal mit der Tuchel-Vorstellung. Eberl zumindest, was PR angeht, schon mal ein richtiges Fund. Jetzt schauen wir mal, was der Transfersommer bringt. Ja, vergleichen brauchen wir da nichts, ne? Da waren Eberl ja auch noch nicht da. Das ist natürlich was anderes. Wie gesagt, ein Eberl hat jahrelange Erfahrung, ne? Ellen, bei der Vorstellung sind die Bosse dabei, bei der Verabschiedung meistens nicht. Ja, ist klar. Obwohl die Bosse bei Nagelsmann-Verabschiedung da waren. Nur der Nagelsmann nicht. RW, einer der interessantesten Trainer Europas, sagt Eberl. Dann nimmt er seinen Mund aber sehr, sehr voll. Oh, da ist doch eine erste kritische. Nee, warum sollte er den voll nehmen? Ist doch nun mal ein interessanter Trainer. Hat jetzt nicht gesagt, das ist der nächste Pep oder sonst was. Aber jeden seine Meinung. Danal. Das wird nix, wie beim Tuchel. Das Problem liegt nämlich nicht beim Trainer. Mark my words. Na also, guck mal. Mein Karma wieder. Ich hab's kaum ausgesprochen, da kommen sie. Da kommen sie aus der Löcher. Naja. Ich habe da alles zugesagt. Ne? Für mich hat der Trainer da einen ganz großen Anteil mitgehabt. Letzte Saison schon. Cheruska, der neue Trainer ist super. Ist er doch in England abgestiegen? Ja. Dass du keine Ahnung vom Fußball hast, das sehen wir an deinem Vereinslogo, was du da drin hast. Ne? Grüße gehen raus nach Düsseldorf. Und nur der VfL, Alter. Mr. Crucifixon, da ist das Ding, da ist es. Ich meine natürlich deine Rätschen, Kai. Diese Ausstrahlung von Vincent ist schon magisch. Wenn die wirklich das alles umsetzen, was hier gesagt wurde, dann bin ich sogar bereit, ein weiteres titelloses Jahr in Kauf zu nehmen. Damit hier eine Macht entfacht wird, die wirklich wieder Dominanz hervorbringen kann. So kann morgen losgehen. Wenn die alles umsetzen, was sie da gesagt haben, werden wir keine titellose Saison erleben. Bin ich mir sicher. Günther Meier, wichtig, endlich wieder Mannschaft zu haben. Ein Team, wichtig. Richtig. Michael, gut reden, tun alle am Anfang. Abwarten, was passiert. Auch das stimmt. Mr. Teen Reloaded, wie ich mich willkommen fühle zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Und natürlich gefällt mir, was ich sehe, und deshalb habe ich auch schon vor langer Zeit ein Abo dagelassen. Ach und Rot auf Rot beißt sich ein bisschen. Ja, weiß ich, habe ich ja selber gesagt. Elle nochmal, Herr Dresen mag ein guter Manager und Finanzer sein, aber leider hat er sehr wenig Charisma als öffentliche Person, als Gesicht des FCB. Ach, das sehe ich gar nicht so. Ich finde, er hat noch mehr Charisma als so ein Herbert Hainer. Ja? Weiß jetzt nicht, worauf das bezogen ist. Also ich finde ihn eigentlich da schon, dass er ein bisschen Charisma hat und sowas. Er kann natürlich nicht irgendwie bei sportlichen Fragen das irgendwie ausspielen, weil da hat er halt einfach überspitzt gesagt keine Ahnung. Ja, da hat er keine Erfahrung. Dafür ist aber auch sein Eberl da. Ich denke ansonsten hat er schon eine gewisse Ausstrahlung, aber er muss da auch noch ein bisschen reinwachsen in die Rolle, denke ich. GB, es wird wieder ein dominantes 4-2-3-1 geben. Endlich mal wieder ein System. Mal abwarten, ne? Sehr sympathisch, auf jeden Fall. Aragorn. Aha, jetzt gibt es Herzen nur noch gegen Bezahlung. Interessantes Geschäftsmodell. Hä? Komm, du hast nicht bezahlt, kriegst ein Herz von mir. Wo gibt's denn noch Herzen nach Bezahlung? Ich weiß jetzt nicht, worauf das gemeint ist. Auf mich oder was? I don't know. Kremshuber. Naja, immerhin hat der gute Mann ja schon Erfahrung im Abstiegskampf sammeln können. Vielleicht braucht man bald solche Fachkenntnisse in der neuen Saison. Dann hat man ja schon mal vorgesorgt. Ganz genau, so wird's sein. Talkie Bayern. Tolle Pressekonferenz von allen und ich bin froh, dass die Wahl auf ihn gefallen ist. Aller Anfang ist schwer, doch diese Power, vor allem von Kompany und Eberl, machen Hoffnung, dass es in die richtige Richtung geht. Vor allem was die Spielphilosophie und die damit verbundene Spielidee betrifft. Einige Stammspieler werden sich enorm steigern müssen oder aber auch dort eine Perspektive bekommen, wo sie grundlegend ihre Stärken haben. Man muss Davies nicht verkaufen, sondern stellt ihn auf als linker Flügelstürmer, denn für diese Position ist er gekauft worden. Wenn er dann mal im defensiven Bereich aushilft, kann er seine Stärke Schnelligkeit einbringen. Ja, verstehe ich den Take. Ob ein Fonsi die Qualität dafür hat, weiß ich nicht. Er hat die Schnelligkeit natürlich dafür. Und ja, vielleicht hat er die Qualität. Vielleicht wäre das eine Geschichte. Aber ja, das ändert ja jetzt nichts an seinen Aussagen oder seinem Verhalten.
Ja. Ich denke, das ist ja erstmal so das Thema. Er hat ein Vertragsangebot vorliegen gehabt, das hat er nicht angenommen. Es gab eine Deadline, die wurde verstrichen und damit ist er Verkaufskandidat. Ja, es sei denn, er macht eine Rolle rückwärts jetzt, weil er meint, unter Kompany spiele ich das, was ich spiele, nämlich linker Flügelstürmer. Und er nimmt das Angebot rückwirkend an, sofern der Verein sich dazu bereit erklärt. Ja, weiß ich nicht. Ob das dann auch so geil ist. Aber wir werden sehen. Bayern holt einen starken linken Verteidiger und hat schon wieder eine gute bis sehr gute Option auf den linken Flügel. Weil da sehe ich einen starken Davies und dort sieht er sich sehr wahrscheinlich auch. Wenn dann der Spieler selbst die Vertragssituation seitens der Bayern annimmt, umso besser, oder der Spieler entscheidet sich für einen neuen Arbeitgeber. Doch lasst mal Kompany mit Davies sprechen, dann bin ich mal gespannt, ob Davies unbedingt gehen will. Das gleiche gilt für andere Spieler, die noch ein Jahr Vertrag haben. Zum sportlichen Teil kann man sich nochmal zusammensetzen in Richtung Winter 24, 25 und dann sieht man weiter. Wenn dann am Ende der Saison dabei Titel herumkommen, sehr gern. Doch für mich nicht zwingend. Ich will wieder ein Bayern-Team sehen, was Fußball spielt, welchen dem FC Bayern gerecht wird. So Spiele wie gegen Leverkusen oder Frankfurt, Hoffenheim, Bremen, Köln, Lazio, Kopenhagen und ich könnte noch weitermachen. Will ich einfach nicht mehr sehen. Verlieren, kein Problem. Doch das Wie ist für mich ganz ausschlaggebend. Ja, das ist vollkommen richtig. Das Wie ist immer ausschlaggebend. Triumph. Die Antwort mit dem Findungsprozess für den Trainer war super. Mal schauen. Glaube auch Eber guckt heimlich deine Videos. Haha, total informiert der Mann. Wie der Dolmetscher einfach die ganze Zeit Konsistenz übersetzt anstatt Konstanz. Junge. Was hat der Vincent denn für eine Konsistenz? Mittelhart wie Zahnbürsten oder Tiefkühlpizza? Tiefkühlpizza wäre aber dann schon hart, oder? Konsistenzi mit Konsistenz zu übersetzen ist eine der super offenen Fehler. Genau wie eventually ist nicht eventuell, sondern letztendlich abschließend. Das ist niemals ein professioneller Dolmetscher, den die da haben. Okay. Christian, wenn Sie alle zusammen 80% von dem umsetzen, dann können wir uns wieder auf den FCB und seine Spiele freuen. Jo. Oh, Donny Darko haut mal einen raus hier. Da muss ich erstmal die Stimme ölen, Leute. Winnie ist mir sehr sympathisch. Als er damals noch beim HSV gespielt hat, hätte ich ihn gern beim FCB gesehen. Ich mochte seine Art damals schon, weil er war ein Kämpfer und ein Holzfuß war er auch nicht. Er konnte schon immer zocken und kämpfen, auch eine positive Ausstrahlung und Autorität hatte er damals schon. All das scheint bei ihm erhalten geblieben zu sein. Ich habe noch kein Spiel von ihm als Trainer gesehen, deshalb werde ich noch keine Lobeshymnen auf ihn singen. Aber die PK hier hat mir gut gefallen. Vor allem der Konter, dass Freund und Ebel einen guten Job gemacht haben bei der Trainersuche, weil sie ihn ja geholt haben. Schlauer Junge. Meine Hoffnung ist einfach, dass er Spieler, die nicht 100% mitziehen, aussortiert. Wenn er einen Kimmich, Sané und so weiter wieder hinbekommt, können die meiner Meinung nach gerne bleiben. Aber wenn die einen auf Diva machen und Forderungen stellen an den Trainer, dann schnell weg mit denen. Man braucht nicht nur halbwegs mediale Ruhe und Ruhe im Vorstand und Aufsichtsrat, man braucht auch Ruhe innerhalb der Mannschaft. Vollkommen richtig. Der Trainer sagt, wo es lang geht. Kein Kimmich, kein Goretzka, kein Sané und auch sonst kein Spieler. Kein Neuer, kein Müller. Nur der Trainer. Punkt aus Basta. Ganz genau. Dann noch den Kader breiter aufstellen wäre eine weitere Hoffnung. Wir haben ja nicht nur eine Dreifachbelastung im Verein, sondern auch eine EM. Unser Kader ist voll mit Nationalspielern, da wird es umso wichtiger, einen breiteren Kader zu haben. Ja, und dann kommt noch die Club-WM, ne? Müssen ja nicht lauter Stars verpflichtet werden. Können ja auch Spieler, die Potenzial zur IK oder WK haben sein, Ich hab einen Knoten im Kopf. Ich würde sagen, Potenzial zur Weiterentwicklung, I don't know. Hauptsache, die werden nicht geholt, weil es deutsche Nationalspieler oder so sind, sondern weil sie zur Idee des Vereins und des Trainers passen. Auch ein oder zwei Spieler, die Potenzial zum Führungsspieler haben, wären nicht schlecht, damit die schon mal ein Jahr da sind, bevor Neuer und Müller nächstes Jahr aufhören. Naja, ich glaube, Führungsspieler haben wir schon. Auch Spieler, die mehr Führung übernehmen wollen. Man muss einfach ihnen mal das Feld überlassen. Ne? Das ist so ein Ding. Da sind schon noch viele Baustellen im Verein. Aber Winnie, Max und Christoph haben von mir erstmal einen Vertrauensvorschuss in dieser Saison. Ich bin schon happy, wenn man eine Entwicklung ins positive und dominanten Fußball sieht.
dann sind Titel in der kommenden Saison zumindest für mich erstmal zweitrangig. Bei einer positiven Entwicklung werden die Titel etwas später dann eh ganz von alleine kommen, da bin ich mir sicher. Ja, sehe ich genauso. Weißt du doch nicht? Guckt euch die Spiele von Burnley an, bevor sie aufgestiegen sind. In der Premier League musste er auf einige Spieler, die gewechselt sind, verzichten. Burnley war einfach zu schwach für die Premier League. Bei uns hat er andere Möglichkeiten, das Spiel umzusetzen. Ja, nochmal, da kann ich nichts zu sagen. Und ist mir persönlich auch völlig wurscht, was er in Burnley oder in Antwerpen oder sonst wo geleistet hat. Wichtig ist, was er bei uns leisten wird. Domio, hallo, ich feiere deine Videos, aber meine Frage zu deinen Uploads für die Kanalmitglieder. Okay, ist ja perfekt, kann ich das hier auch nochmal beantworten. Ich habe dir das schon unter dem anderen Video schriftlich beantwortet, aber kann ich das hier nochmal für alle tun. Du meintest ja, die Videos kommen vorab für die Kanalmitglieder und ein paar Tage später dann immer für alle. Vielleicht vertue ich mich auch, aber es kam mir vor, als wurden viele dieser Videos später nicht für alle veröffentlicht. Und da wären ein paar interessante, ich kommentiere eure Kommentare, Videos dabei gewesen. Daher finde ich es recht schade und wollte hier mal nachfragen. Wie gesagt, vielleicht habe ich es nur übersehen oder du hast es eben mal übersehen, diese später nochmal für alle freizuschalten. Nicht falsch verstehen, ich will nicht mehr Content erschnorren, ich unterstütze dich jedoch auf Twitch anstatt YouTube. Lieben Gruß und noch einen schönen Tag. Erstmal mache ich das Ganze nicht, um was zu erschnorren oder du fragst das nicht, um was zu erschnorren, ne? Darum geht's gar nicht. Wie ist es dazu gekommen? Ich habe ja gesagt, es wird niemals exklusiven Content für Kanalmitglieder geben, dass ich was höchstens mal vorher veröffentliche für Kanalmitglieder, wenn ich irgendwas plane, was längerfristig ist. So, das war bisher nicht der Fall. Es war immer alles tagesaktuell hier. Von daher kamen die Videos immer direkt für alle raus. Bedeutet natürlich im Umkehrschluss, Kanalmitglieder haben keinerlei Vorzüge hier. Dann kam der Vorschlag von einem Kanalmitglied, weil ich mache ja in der Regel, beantworte ich nur die Kommentare in Videoform bei der Spielanalyse. Ja? Weil es sonst einfach zu viel ist. Ja? Leute, ich habe einen ganz normalen 8-Stunden-Job, ich gehe arbeiten, ich hab eine Lebenspartnerin und. Ja? Habe natürlich noch andere Hobbys und da habe ich nicht die Zeit, mich hier hinzusetzen und alle Videos, ich beantworte eure Kommentare zu machen, wo bei jedem Video 200, 300, 400 Kommentare sind oder mehr. Ja? Das geht halt einfach nicht. Deswegen habe ich ja gesagt, ich beantworte nur Kommentare von der Spielanalyse. Alle anderen Kommentare lese ich, wenn ich Zeit habe. Verteile dann Herzchen oder die Mara macht das auch mal, wenn es darum geht, irgendwelche Spasten auszublenden. Die hilft mir da mittlerweile ein bisschen, weil es einfach so viel geworden ist. Gerade bei so gewissen Videos, wo so ein paar Reizthemen sind, hast du halt schon viele Ballerbieren dabei. Und das muss nicht. Und dann kam halt der Vorschlag von Kevin, war es, glaube ich, sogar, der gefragt hat, ob man das dann nicht für die Kanalmitglieder machen könnte, dass man zumindest deren Kommentare beantwortet. Und das fand ich eine sehr gute Idee. Und deswegen beantworte ich in den Videos die Kommentare von den Kanalmitgliedern der letzten 7 Tage. Ne? Und natürlich abgesehen von der Spielanalyse, weil das habe ich ja dann schon immer beantwortet in dem separaten Video. Ja, und die sind halt nur für die Kanalmitglieder, weil das ja auch nur die Kommentare der Kanalmitglieder sind. Ja, ich denke, es ist, oder ihr könnt mir gerne das dann hier reinschreiben. Ich glaube nicht, dass es super interessant ist, wenn ich Kommentare von Kanalmitgliedern beantworte für andere. Ich denke, es ist interessant, wenn ich jetzt deinen Kommentar hier beantworte, ist das für dich interessant. Gut, der Kommentar jetzt vielleicht auch für den einen oder anderen, der sich das vielleicht auch denkt, aber ansonsten denke ich nicht, dass es super interessant ist, wenn der Kevin jetzt mir einen Kommentar schreibt und ich ihn den beantworte. Ja, dass das für andere Leute super interessant ist. Und deswegen, ja, wenn dem so ist, habe ich auch kein Problem damit, die im Nachgang dann vielleicht später noch auf öffentlich zu stellen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie super interessant ist. Weil mehr passiert in diesen Videos nicht. Ja, ab und wann schweife ich mal aus, na klar. Aber ich finde, die Leute, die hier schon mit einem kleinen Euro finanziell unterstützen, sollen dann auch einen kleinen Vorteil haben und den haben sie einfach dadurch, dass ich ihre Kommentare von allen Videos halt beantworte. Ne? So, mehr passiert da nicht. Also es ist kein exklusiver Content, wo ich, keine Ahnung, über irgendwas exklusiv rede. Ja, ab und wann erzähle ich mal einen Schwank aus meiner persönlichen Lage oder sowas. Ja, das kann schon mal passieren. Aber genau dafür sind die Leute ja Kanalmitglied.
Ja, und irgendwie eine Kleinigkeit dafür, dass sie mich unterstützen, sollen sie ja auch haben. Und da sie sonst keinerlei Vorteile haben, weder in Streams, sonst was, dass sie da bevorzugt behandelt werden oder sowas, denke ich, das ist eine ganz gute Kiste. Und ja, ich habe die Zeit, um da also die Woche mal eine halbe Stunde zu investieren. Das mache ich immer freitags und das werde ich auch so beibehalten. Glastron, eine gute PK. Wenn jetzt noch zu den Worten die entsprechenden Taten folgen, kann es ja nur vorwärts gehen. Hauptsache, es gibt bei einigen Spielern nicht wieder dieses am Arsch pudern. Gebt den Trainer die Chance und ebenso auch mal den jungen Spielern. Ja, bei allem, was da gesagt wurde, sollte das jetzt nicht mehr passieren, oder? Kevin, Winnie gibt mir Hoffnung, aber auch nicht schwer nach den letzten 1,5 Jahren. Ja, ein Jahr Mitglied, damit sich GB nicht so alleine fühlt. Ja, Kevin, vielen lieben Dank dafür nochmal. Ben, Müller, Goretzka, Opa, Komano, Neuer dürfen für mich nächste Saison nicht mehr dabei sein. Ja, habe ich in meinem Saisonfazit genug zu gesagt, ne? Brauche ich jetzt hier nicht wiederholen. Ja, kann man im Großen und Ganzen mitgehen. Müller wird seine Abschiedstournee feiern, bin ich mir sicher. Ja, wie weit er Einfluss haben wird, I don't know. Ich bin sehr gespannt. Wir haben auf jeden Fall ein paar Baustellen, was interessant werden wird. X. Kompanie hat den gleichen Haarschnitt wie Red Monig, das verbindet. Ja, sehr geil, oder? Auch den gleichen Bart so ein bisschen, ne? Obwohl, ich habe hier viel mehr, hier nur so ein Strichchen. Kein Oberlippenbart, glaube ich, ne? Ja, nee, das steht mir nicht. The name is die Show. Alto Belly. Es kann nur besser werden. Schlechter als letztes Jahr, wie willst du das machen? Schlechter geht nicht, außer du fliegst in der Champions League in der Vorrunde oder im Achtelfinale raus. Bin ich froh, dass Company da ist, habe ich Bock auf Bayern nächste Saison. Egal, ob wir gewinnen oder verlieren, ich will Leidenschaft sehen und da bin ich guter Dinge. FCB. Ja. Anita, hört sich alles gut an, wie damals bei Nagelsmann auch. Ja. Company macht einen guten Eindruck. Bin gespannt, ob er die Spieler, die nicht mitziehen, ins Aus befördert. Bin gespannt, wie es läuft, wenn es hakt und es in der Tabelle nach unten geht. Eine Voraussage, wie es sich entwickeln wird, kann niemand treffen. Nee, kann man auch nicht. Und genau deswegen wird es spannend werden. Ne? Herbert, kann nur noch besser werden. Starwatcher, mal auf die Transferperiode gespannt nun. Ja, ich auch. User, wenn die kommende Saison auch so verläuft wie diese Premier League, dann lässt sich viel hoffen. Große Streichmusik, wie man hörte, wird es nicht geben. Schauen wir mal. Wie diese PK? I don't know. Ich denke PK, oder? Das K ist neben dem L. Lease Time. Hallo Kai. Erstmal super Arbeit, die du mit deinem Kanal hier leistest. Deine Meinung zu den Themen rund um den FCB teile ich komplett. Auch und sogar trotz dessen ich kein FCB-Fan bin. Allerdings finde ich mich in sehr vielen, fast allen deinen Punkten wieder. Speziell, wenn es um professionelles Miteinander geht, wie Führung eines Vereins oder Unternehmens in der heutigen Zeit funktioniert und welcher Mitarbeiter, Vorstände und Aufsichtsräte nicht ihre Rollenaufgaben erfüllen. Und die von dir neutral vorgebrachten Lösungsansätze sind vollkommen nachvollziehbar. Wie gesagt, aus neutraler Sicht geschrieben, auch weiter so groß, Jens. Jens, vielen lieben Dank dafür. Timo. Ja, es scheint so, als ob Problem 1 gelöst ist. Aber jetzt kommt Problem 2, die überteuerten alten Spieler loszuwerden. Jo. Aber, ganz ehrlich, wir haben jetzt schon mal 2 Spieler, wo wir auf jeden Fall am längeren Hebel sitzen. Ja, Sané und Kimmich, die Verträge laufen aus. Beide verdienen 20 plus. Wenn Eber sich da jetzt hinstellt und den Angebot macht von 15, dann ist das so. Dann machen die Spieler das, weil sie Bock haben auf das Projekt FC Bayern. Oder die Spieler machen es nicht und wechseln den Verein. Ja. Ist doch eine ganz einfache Kiste. Und zur Not ablösefrei. Ja, richtig gehört. Zur Not ablösefrei, dann ist das so. Dann musst du auf die Kohle verzichten. Du sparst dann aber 40 plus ein an Gehältern alleine. Ja? Das darf man halt alles auch nicht unterschätzen. Also von daher bin ich da guter Dinge. Ein Jahr später hast du dann die nächsten Goretzka, Coman, Serge. Ja. Aber vielleicht wird man den einen oder anderen, ja, wie man liest, vielleicht schon vorher los. Wir werden sehen. SNFU, man muss schon überzeugt sein von Kompanie, wenn man auch noch 12 Millionen für einen Trainer ausgibt. Das ist schon ein neuer Weg, den Bayern geht. Naja, man hat 25 für Nagelsmann ausgegeben. Also, da sehen die 12 für Kompanie doch relativ einfach aus, oder?
Ja, the name ist die Show nochmal. Zurück zu alter Kultur. Arbeiten, Spaß haben, genießen. Jo. Airfox. Hoffe den ganzen, was sollen wir mit dem? Das ist doch kein Top-Trainer, Leuten, hat die Pressekonferenz ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Stimme dir da voll zu. Der Name ist scheißegal und die Erfahrung aktuell auch. Bin sehr froh, dass ihm die Chance geben wird. Martin, der Herr Uli Hoeneß hat dem FC Hollywood sehr geschadet. Nee, nicht den FC Hollywood, dem FC Bayern. Bastard Doggy, glaube, bald schauen wir uns alle die englischen Pressekonferenzen an. Change my life. Meine einzige Sorge, er ist ohne Zweifel ein überragender Trainer für die zweite Liga. Man muss sehen, ob die Spielweise und Taktik auch für die erste Liga passt. Man muss sehen. Nee. Ich meine, bin nicht viel auf dem Laufenden, aber weiß natürlich, was auch kritisiert wurde am Company. Und die Kritik war ja in Burnley, dass er seine Spielweise halt durchgezogen hat, obwohl die Liga zu stark war. So, wir sind aber nicht der FC Burnley, wir sind der FC Bayern in Deutschland. Und genau da musst du dir deine Spielweise kreieren und deine Spielweise durchziehen. Also das kann man nicht miteinander vergleichen. Falls du gerade verstehst, worauf ich hinaus will, das weiß ich nicht. Ich mich da gut ausgedrückt habe. GB, wenn ihr wüsstet, wenn wir schon alles sicher haben, bin auf das Bam Bam gespannt. Ich auch, GB. Das macht dann Bam 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 am 1.7., weißt du? Carina, wenn der sich nicht von Thomas Müller einseifen lässt und der nicht gleich zum Tegernsee fährt, hätte er vielleicht eine Chance. Letztendlich sollte er Müller den Posten von Eber schmackhaft machen, der wird bald frei. Neue Ziele, neues Glück und Vincent hätte die Kabine für sich. Nee, sehe ich komplett anders, habe ich gerade schon mal gesagt. Es ist scheißegal, es kann Müller, es kann Neuern zum Tegernsee, zum Uli fahren und dann Uli ist Aufsichtsratmitglied. Punkt. Feierabend. Nicht mehr, nicht weniger. Ganz einfache Kiste. Ja? Und da muss ein Eber klare Kante gegen Uli zeigen und dann nimmst du den Wind aus die Segel. Ja? Feierabend. Klar wird ein Eberl dann, sobald es irgendwie die kleinste Schwäche gibt, ja, um ihn in Frage zu stellen, in Frage gestellt werden vom Aufsichtsrat, aber damit muss er dann leben. Ja? Er muss jetzt einfach Kante zeigen, wenn sowas passieren sollte. Das heißt ja nicht, dass das passiert. Michael, moin moin, ich kann meine Ohren und Augen kaum trauen. Wenn Company das alles umsetzen kann, bin ich frohen Mutes. Ja, sind wir alle, oder? Peter, super PK, Eberl ist ein klasse Manager und von dir super kommentiert, Kai. Danke. Ich bin schuld. Wenn er 3 Spieltage nicht funktioniert, ist er wieder weg. Nee, ist er nicht. Wenn du dich mit dem Eberl ein bisschen beschäftigen würdest du das wissen. GB, wer hält da seinen Ständer in die Kamera? Wild. Da ist der GB gleich wieder dabei, ne? Aragorn, da wird wieder gelogen, dass sich die Balken biegen. Kalle Rummenigge hat sich doch schon distanziert. Ich finde den Trainer gut, aber der Aufsichtsrat ist ein Witz. Ja, aber der Aufsichtsrat hat ja sportlich nichts zu sagen eigentlich. Ne? Dafür gibt's ja einen Sportvorstand und einen CEO. Ja, und einen Finanzvorstand. Und die müssen sich dann mal positionieren. BVB, irgendwie feiere ich Winnie charakterlich. Das kann eine spannende Saison werden. Viel Glück euch. Ja, danke. Kann eine spannende Saison werden. Kann wieder auch noch eine spannende Saison, wer bei euch auf dem Trainerstuhl sitzen wird. Wer Biesenkamp. Vincent Kompany war gute Picker. Yes. Salko. Es ist bei Bayern so, als wenn man im Flugzeug sitzt, den richtigen Pilot mit einem Passagier ersetzt und ihm zutraut, dass er erfolgreicher landet als der Pilot selbst. Und dem Image nicht nochmal zu beschädigen, den Passagier so lange versuchen lassen, bis er auf den Boden kracht. Ja, dein Vergleich ist schön, fühle ich persönlich nicht. Ich glaube das nicht, dass das so. Aber ist völlig okay. Ja. Wenn man das so sieht, weil ein Kompanie kein Trainer ist, der irgendwo Meister wurde oder sonst was. Alles gut. Robert, es war eine gute Vorstellung. Vielleicht ist es ja der Umbruch, den Max Eber sich vorgestellt hat. Kompany wirkt sympathisch und authentisch und es ist zu hoffen, dass er einschlägt. Auch sollte man ihm die Zeit geben und ihn unterstützen, denn sonst macht ein 3-Jahres-Vertrag keinen Sinn. Ich habe ein gutes Gefühl, nur auf Tresen hätte man verzichten können. Auf Chrissy meinst du, auf Dresen. Dresen heißt der. Dresen, nicht Tresen. Wild. Gibi, finde dein Kanal super. Bin zwar BVB-Fan, aber ich schaue gerne deine Videos. Ja, vielen lieben Dank dafür. Gut, Londe. Ach ja, mach doch mal einen Originalton von dem aktuellen Trainer. Den Van Gaal höre ich noch, bevor ich zum Einschlafen komme und meine Freundin mich
dich davon ablenkt. Ansonsten gute Zeit mit dem neuen Trainer. Ja, für die neue Saison werde ich einen neuen Abspann machen. Muss ich mir noch überlegen, muss ich noch ein paar gute Sachen raussuchen. Muss ja auch nicht unbedingt Trainer sein, ne? Können auch mal den einen oder anderen Spieler mal zum Wort kommen lassen. Ja, da werde ich mir noch was einfallen lassen. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Christoph, super, super, super PK. Vielleicht wird ja Bayern in der nächsten Saison ja wenigstens Vizemeister. Ja. Buchs, gesprochen wie ein Löwe. Oh, wild. Gut. Good Beauties. Max on Fire. Wenig volle Konzentration auf harte Arbeit. Da bin ich mal gespannt, wie dieser neue Arbeitswind bei den Bayern Stars ankommen wird. Ich auch. Hoffentlich bleiben Störfeuer intern, denn es wird knistern. Ja, vielleicht knistert es ja auch nicht, weil schon viele Spieler vielleicht weg sind. Wir werden sehen. Batukan, oh, 38 Jahre jung. Hoffen wir mal, dass es gut geht. Ich habe den Take noch nie verstanden mit dem Alter. Ich weiß nicht, warum man immer auf dem Alter rumreiten muss. Ich sehe das wie bei Spielern. Es gibt gute und schlechte, unabhängig vom Alter. Der da. Gefällt mir sehr, was er hier zum Besten gegeben hat. Wenn Kompany das alles so durchzieht, wird das eine geile Geschichte. Noch dazu ist es wirklich sehr erfrischend im Vergleich zu Tuchel. Ja, ist auf jeden Fall sehr erfrischend. Tom, finde Vincent Kompany ist ein echt klasse Typ, super sympathisch und bestimmt auch ein guter Trainer. Vielleicht kommt er ja nächste Saison sogar zu uns, FCA, nachdem die Bayern ihn gefeuert haben, weil dem Uli wieder irgendwas nicht passt. Glaube ich nicht. Gedius, das heißt Wurst und nicht Wurst. Heidi, wenn er nur halb so gut wie als Spieler ist, dann holen wir das Triple. Klar, Wunschdenken. Mir ist wichtig, wieder ein Team auf dem Platz zu sehen, das es richtig guten Bayern-Fußball spielt. Das richtig guten Bayern-Fußball spielt. Das Rumgeguckel der letzten beiden Jahre war kaum auszuhalten. Ich will wieder Spaß beim Zusehen haben und mich auf die Spiele freuen können, ohne Angst ein taktisches Geschiebe sehen zu müssen. Wenn das Team stimmt, kommen die Erfolge von selbst, da hat Winnie wirklich recht. Ja, so sieht's aus. Stefan, na, da bin ich ja mal gespannt, wie das funktionieren soll. Kompany will sich in der Vorbereitung anschauen, welche Spieler noch hungrig sind und danach entscheiden. Das ist quasi unmöglich bei den Spielern, die nur noch ein Jahr Vertrag haben. Oder will man die auch wieder verschenken, wie es Brazzo gemacht hat? Klingt schon wieder nach dem üblichen Bayern-Theater. Ansonsten haben sie sich, glaube ich, bestmöglich verkauft und ihre massiven Fehler möglichst positiv dargestellt. Ich hoffe, ein Großteil der Journalie kauft das. Dann wäre zumindest bis Saisonbeginn Ruhe. So Kompany, ich mag ihn. Ich mag ihn wirklich. Er stellt was dar. Er hat Ausstrahlung. Er ist eloquent. Aber mir fehlt einfach der Glaube, dass er die Zeit bei Bayern kriegt, die er bräuchte. Ich wünsche es mir. Bei dem Trainer, dessen Name nicht genannt werden darf, habe ich mich auch getäuscht. Aber mir fehlt einfach der Glaube, dass er die Zeit bekommt. Man kann auf jeden Fall sagen, dass sie jetzt aus Versehen tatsächlich eine Lösung gefunden haben, die besser ist als die meisten Kandidaten davor. Glück gehabt. Ich glaube, dass er die Zeit bekommt, einfach aufgrund eines Max Eberls. Ja, da bin ich mir relativ sicher. Das Einzige, was passieren wird, Max Eberl wird irgendwann dann, wie es ja jetzt auch schon angekündigt wurde, seine Zukunft mit einem Winnie verknüpft sehen. Aber ich bin mir 100% sicher, dass ein Eberl an Winnie festhalten wird. Patrick, Vincent. User, 24 Punkte in der abgelaufenen Saison mit dem FC Burnley in der Premier League lassen. Nicht nur bei mir erhebliche Zweifel aufkommen, ob dieser Mann wirklich dieser Herkulesaufgabe FC Oldenburg gewachsen ist. Ja, das werden wir sehen, ne? Naja, der Trainer ist nun da. Prima. Ich denke aber, mit dem jetzigen Kader ist nicht viel zu reißen. Bin gespannt, ob die nötige Blutauffrischung bekommt. Ach, Vincent Kompany. Alter. Seid ihr also schreibfaul oder was? Theo Hernandez schreibst du auch aus. Theo Hernandez für Davies wäre schon mal geil. Martin, sehr sympathisch, der Winnie. Christian, FCN, wie gesagt, was du so tust, feiere ich. Mach einfach weiter so. Vielen lieben Dank. Chris, klare Aussagen, soll und ist, werden wir dann sehen. Erstmal bin ich positiv eingestimmt. Ja, me too. Ziro, Bild gleich wild. Plätti gleich Schleidi. Polemische Fatzke. Panzergrenadier, wehe, wenn er nicht sofort liefert. Dann geht der Zirkus erst richtig los. Das ist richtig, doch. Habe ich schon genug zu gesagt, ne? Mr. Schub, klang mir sehr nach einer Verlängerung von Sané. Bin nicht begeistert, aber vielleicht bekommt er ihn noch hin. Auch wenn er dafür seine Chancen verspielt hat nach den 3 Jahren.
Ja, eigentlich hat er die verspielt, sehe ich genauso. Es ist schwer einzuschätzen, die Rückrunde, ne? Man könnte ihm zu positiv halten, dass er es versucht hat, da unter Schmerzen, Blasels. Man kann es aber auch genauso gut negativ sehen. Keine Ahnung, ist eine schwierige Geschichte. Ich denke auch, dass wenn Sané das Angebot annimmt, auch er wird weniger Geld wie vorher bekommen. Ja, wir werden sehen. Ne? Und dann musst du ihn halt in einem Jahr abgeben. Wir werden sehen. Also ich bin sehr gespannt, ich weiß es nicht. Also, wie bei vielen anderen Spielern, ne? Marc, Gott sei Dank hat das Drama um die Trainersuche ein Ende. Grüße aus Leverkusen. Jo. Swiss, mit uns interessante Ideen entwickeln. Die Spielidee hat der Trainer und sonst niemand. Naja, ich habe es ja schon oft gesagt, der Verein muss ja eine gewisse Idee haben. Ja, weil du kannst nicht zumindest nicht als FC Bayern sagen, ich hole jetzt den Trainer und gib ihm 20 neue Spieler und verkauf 20 Spieler. Da haben wir gar nicht die finanziellen Mittel zu. Von daher musst du schon als Verein eine Idee haben, welche Art Fußball du sehen willst. Und dann suchst du dazu den passenden Trainer. Und dann kann man schon von uns sprechen, wenn es darum geht, den Sportvorstand und Sportdirektor mit ins Boot zu nehmen. Dass am Ende des Tages Winnie seine Spielidee umsetzt, sollte klar sein. Aber es ist ja schon schön, wenn das dieselbe Spielidee ist, wie auch der Sportvorstand und der Sportdirektor hat. Und wenn dem so ist, ich denke, dann kann man auch von uns sprechen. Gerard, wenn der Kompanie so gut passt zum FC Bayern und wenn man ihn schon so lange auf der Liste hat, warum, hat man sich dann total verdreckt, indem man dem Tuchel noch ein Angebot gemacht hat. Ja, habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Ne, das ist Dingen, was da nicht zusammenpasst. Obwohl man gemerkt hat, dass der Tuchel nicht zum FC Bayern passt. Oder war das damals nur gemacht, um zu zeigen, dass der Uli wieder dafür verantwortlich ist, dass man noch keinen Trainer hat? Ja, keine Ahnung. Ich habe es auch nicht verstanden. Ne? Und hier immer ganz kurz, das waren Nebelkerzen? Nee, weil Tuchel hat das abgelehnt. Nicht der FC Bayern hat es abgelehnt. Tuchel hat abgelehnt. Dann kann man nicht von Nebelkerzen sprechen. Tato, ab jetzt volle bedingungslose Unterstützung für die Idee des Trainers. Am Ende wird abgerechnet. So sieht's aus. Alexander, 2. Liga, willkommen. Ja, Alex. Hau rein. Alexa, Ruhe. User, der FC Bayern ist am Tiefpunkt seiner Vereinsgeschichte angelangt. Verpflichtet einen Trainer, der bewiesen hat, dass sein System in einer Elite-Liga erfolglos geblieben ist. Außerdem wird er elegant geschasst, sobald einer der wirklich großen Namen wieder zu haben ist. Ja, auch du hast leider, wie vorhin schon der Vorredner, in meinen Augen keinerlei Ahnung von Fußball. Weil nochmal, wenn du genau das Argument bringst, ist das ja genau das Argument für den Trainer beim FC Bayern. Weil der FC Bayern ist nicht der FC Burnley in der Premier League. Der FC Bayern ist der FC Bayern in deutscher Liga. Und ja, da macht es Sinn, dass man an sein System festhält, um die Gegner zu dominieren. Ne? Was dann bei Burnley scheiße war, gebe ich dir recht, kann man drüber streiten. Ist dann aber beim FC Bayern 1+ mit Sternchen. Ne? Von daher ist das Argument leider ein bisschen dumm. Aber auch nur meine Meinung. Wenn das deine Meinung ist, ja, gönnen sie dir. Snackmonster! Christian, Müller muss den akzeptieren, sonst hat er keine Chance. Ach ja, nee, sehe ich auch nicht mehr so tragisch. Nochmal, da muss einfach ein Eber klare Kante zeigen, auch gegenüber Thomas Müller. So, der geht in sein letztes Vertragsjahr, mit dem kannst du nicht nochmal ein Jahr verlängern und dann ist gut. Ja. Und wir wissen ja auch noch gar nicht, wie es ist. Ja, wir werden es doch sehen. Günther Meier, super Vorstellung, alle ein bisschen Ego zurückzustellen und hinter Trainer stellen. Ja. Yannick, kann den Chrissy nicht mehr ertragen. Eieiei. Gerard, was super ist, er hat niemand was versprochen. Ich rede von den Spielern. Also braucht er sich nicht zu rechtfertigen für seine Entscheidung. Ich hoffe, alle Spieler sind auf dem gleichen Level und fangen ganz unten an und müssen sich beweisen, um zu spielen. Ja, so habe ich das zumindest interpretiert, was er so von sich gegeben hat. Peter, gehen wir rein in den Bums. Ganz genau. Roland, denke, er sagt zu Davis, verlängere oder du sitzt auf der Bank. Ja, was wäre legitim. Also, irgendwo musst du ja als Verein deine Interessen durchdrücken. Bananenrepublik, wenn Vincent das umsetzt, was er sagt, dann wird's echt was.
Guantolino. Hoffentlich geben sie ihm Zeit. Die brauchte Kloppo auch. Ich habe wenig Hoffnung, übersteht die neue Saison nicht. Ja, habe ich ja schon mehrfach zu was gesagt zu dem Zeitthema, ne? Brinner, wünschte ich mir 1:1 vor Vereinsführung und Dieter Niklas mal kommuniziert. 2-mal, 3-mal so eine Aussage und die Bild und Co. wird sich die Fragen mal überlegen. Ja, habe ich ja auch schon was zugesagt. Ne? Man sollte einfach gewisse Fragen direkt vom Dieter, ich weiß eh nicht, wofür der sonst da ist. Ist der nur dafür da, um zu sagen, ja, jetzt darfst du, jetzt darfst du? Nee, da muss man mal klare Vorgaben machen und sagen, pass mal auf, zu diesen Themen braucht ihr keine Fragen stellen, wir werden diese Themen nicht beantworten. Kommt dann trotzdem so eine Frage, wird sie übergangen und fertig. Ja, Feierabend. Lasst bitte die O-Töne von Tuchel in Zukunft raus. Ich bin schockverliebt in meine Mannschaft. Oh mein Gott. Da musst du dir ja nicht anhören. Dann schalt doch ab, wenn der abspannt. User, Vincent Company. Er kam, sah und setzte sich nicht durch. Abwarten. Haji, was haben alle mit Antwerpen? Das ist typisch Bild. Die sind zu blöd nachzuschauen, wo Company vorher Trainer war, beziehungsweise diese Ansprache gehalten hat. The Bavarian, das sieht nach Umbruch aus. Ich hoffe es so sehr. Company wird alles verändern. Hoffen wir es. Portland, ich freue mich jetzt sehr auf Vincent. Christian, die Mutter der Company. Marco, Vince Lassalle. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Marvin, GZ, das euer 15. Wahl zugesagt hat. Gut, wa? Max, warum plappert der Moderator dauernd dazwischen? Wer ist denn der Moderator? Meinst du mich damit, oder was? Wild. Ich weiß es nicht. Weiß nicht, warum der das macht in der Reaction. Komischer Typ, oder? Felix, haha, Dresden ist klar. Picasso, diese Schönschwätzerei vom Eberl ist zum Kotzen. In einem Jahr opfern die den Trainer Company, weil die Klopp oder Guardiola kriegen können. Diese ganze, der beste Trainer, eine erste Wahl, das ist die pure Lüge. Ja, ich lasse dir deine Meinung. Ich denke, in einem Jahr kann ich sagen, habe ich dir gesagt. Aber vielleicht kannst du das auch sagen. Wir werden sehen, ne? Frank, du solltest ganz dringend an einem arbeiten. Diese ständigen Unterbrechungen bei Fragen und Antworten nerven tierisch. Lass sie doch erstmal komplett ausreden, statt zwischendrin Pause zu machen. Frank, weißt du was? Guck hier einfach nicht. Nee, ich werde es nicht ändern. Und wenn du den Sinn einer Reaction nicht verstehst, dann hast du Pech gehabt. Ganz einfache Kiste. Ja, wenn ich gerade in meinem Brain habe, dass ich darauf jetzt was sagen möchte, dann möchte ich das tun und werde nicht die Frage oder die Antwort zu Ende laufen lassen. Wenn dir diese Art und Weise der Reaction nicht gefällt, ist das für mich völlig fein. Dann guck hier einfach nicht. Guck dir die PK beim FC Bayern an oder weiß ich nicht, bei irgendjemand anderen, der da Reaction drauf macht und ist doch gut. Ne? Fertig aus. Ja, du kannst das auch, meinetwegen kannst du nach einer Minute abbrechen. Also nochmal, Frank, das ist mir persönlich völlig wurscht. Das ist meine Art. Das ist meine Art, seitdem ich diesen Kanal mache. Wenn dir das nicht gefällt, ist das völlig fein für mich. Dann geh und guck woanders, ne? Wie es der Aragon schreibt. Tschüssi. Hau rein. Christian. Einer der interessantesten Trainer Europas. So. Und warum hat man dann erstmal bei 9 anderen vorher angeklopft, wenn das doch einer der interessantesten Trainer Europas ist? Bisschen dick aufgetragen, Herr Eberl, oder? Ja, auch da habe ich schon alles zugesagt. Was soll man denn jetzt tun? Soll man sich da jetzt hinsetzen oder sagen, ja, pass mal auf. Das ist der Winnie, das ist unsere 17. Wahl, weil wir haben keinen anderen bekommen, deswegen gehen wir jetzt den Weg eines völlig unerfahrenen oder eines auf diesem Niveau unerfahrenen Trainers und riskieren das. Soll man das machen? Also ich bitte dich. Völlig legitim, was da geäußert wurde. Wenn man ein bisschen Ahnung hat, dann weiß man das einzuschätzen, was da geäußert wurde und gut ist. Aaron, und täglich grüßt wieder das Murmeltier. In einem Jahr um diese Zeit sitzt du wieder vor der Cam und schimpfst über Company, den Vorstand und die Spieler. Murmeltiere, Grüße. Ja, wir werden sehen, ne? Chico Bello. Ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll, aber mein Bauchgefühl sagt, Tuchel wäre noch die bessere Wahl gewesen. Halleluja. Dann hast du das Bauchgefühl auf jeden Fall exklusiv. Zu früh, zu viel. Der Job ist zu groß für ihn. Mhm.
Second Skillery. Servus. Ja gut, wild. Ich würde sagen, 95% ist positiv gestimmt. Ja, meine Meinung steht ja eh schon länger im Raum. Ja, keine Ahnung. Ich verstehe schon diese negativen Dinge auch. Oder diese skeptischen Dinge. Ja, ich denke, das hängt immer damit zusammen, wie weit man halt auch drin ist in dem Thema Fußball und so weiter. Ne, haben wir ja schon mal ein bisschen drüber geredet. Von daher, für mich ist das alles fein. Ne? Jedem seine Meinung und gut ist. Gut, Leute, damit gehen wir jetzt noch in den nächsten Bums rein. Und damit runden wir das ganze Ding ab. Ja. Die Sachen zu seiner Vorstellung und seiner Philosophie. Simon, man kann im Grunde die ganze Mannschaft austauschen, bis auf De Ligt, Dyer, Pavlo, Leimer, Musiala, Tate und Kane. Müller, Neuer noch ein Jahr und dann langfristig in den Verein auf andere Ebene einbinden. Boe und Saragossa ankommen lassen. Dann hast du jetzt aber schon mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Spieler aufgezählt. Dann von der ganzen Mannschaft zu sprechen, ist schon wild, oder? Aber ja, wir müssen natürlich ein bisschen was ändern. Phineas, freue mich schon, wenn die ersten Spieler Mimimi machen, weil sie hart arbeiten müssen unter Kompanie. Das wäre schön, ja. Essex, bin da auch echt gespannt auf die Saison und freue mich da sehr drauf. Ich bin auch froh, dass wir so jemanden als Trainer bekommen haben. Ist in meinen Augen genau das, was wir brauchen. Ich mag seine Einstellung, seine Spielphilosophie, wie er Fußball spielen lässt und ich glaube auch schon, dass die Spieler ihn sehr ernst nehmen werden. Er war jahrelang bei Manchester City Kapitän. Weiß dadurch auch, wie man mit anderen Stars umgeht und er hat eine starke Aura und ich glaube schon, dass er die Spieler erreichen kann. Dass er sich auch sehr gut in die Spieler reinversetzen kann und die anzünden kann. Und gerade so ein Spielsystem, ich glaube, da haben die Spieler auch Bock drauf. Ich bin da normal nicht so hyped. Ich war weder bei Nagelsmann noch Tuchel hyped, aber bei ihm schon. Der Rest wird die Bestie Negra wieder auferstehen lassen. Der wird, ja. Hoffen wir's. Der Kommentar, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, wie wir mit Company performen. Jetzt muss noch ein erkennbarer Umbruch geschehen, dann habe ich richtig Vorfreude auf die neue Saison. Ja, ich auch. Gut, London, die Ernsthaftigkeit seiner Kommunikation ist beeindruckend. GB, unser Hauptproblem war das Tore bekommen. Abartig, wie schlecht unsere Defensive war. Es war einfach keine Mannschaft auf dem Platz. Da muss er wieder hinbekommen. Ein eingeschworenes Team, das gemeinsam durch dick und dünn geht. Ja, ganz genau. Also wir müssen wieder dahin kommen, dass wir eine Mannschaft sind. Und eine Mannschaft arbeitet auch gemeinsam gegen den Ball und nach hinten. Und dann sieht das auch anders aus. Tobias, Arjen Robben war auch mega talentiert und trotzdem immer der fleißigste. Auch Ribéry hat sich für den Verein zerrissen. Und vergessen, wie er es nach einem Spiel gegen Dortmund nicht mal mehr über die Bande geschafft hat. Ja, da müssen wir wieder hinkommen, ganz genau. User, na dann hoffen wir mal, dass die Fleischmütze den Laden mal aufräumt. Karl. Zu den Kommentaren hier. Ich habe keinen Spieler bei uns so rennen sehen wie Sané. Er hat unter Schmerzen Sprints bis an den eigenen Strafraum gezogen. Liefert er für ein 20 Millionen Gehalt? Nein. Dafür kann er nur begrenzt. Den Einsatz sollte man ihn nicht absprechen. Er ist nicht das Problem. Kompanie machen lassen. Hoffentlich muckt Joshua mal auf und jemand filmt. Liegt dir Antwort der Bild. Wild. Thema Leroy kann man mit Sicherheit gespaltener Meinung sein. Das werden wir sehen, würde ich sagen. Batzi Marci. Servus. Also ich freue mich einfach mal machen lassen und nicht gleich nach der ersten Niederlage durchdrehen. Mir ist an mir. Ja, definitiv. Definitiv braucht er Zeit, ne? Mele Beats. Mensch, du schwebst ja heute mitten im Bild. Bild, ne? Marc der Staufer. Ich freue mich. Jupp sagte eins mit der Offensive, gewinnst du Spiele mit der Defensive Meisterschaften. Das Abstimmungsverhalten fehlte uns zuletzt. Im Grunde geht es darum, wie alle miteinander harmonisieren. Sind Spieler bereit, füreinander einzustehen oder sind ihre eigenen persönlichen Befindlichkeiten wichtiger? Lassen wir uns überraschen. Ja, das hatte man zumindest das Gefühl letzte Saison, dass das eher Egoisten waren wie ein Team, ne? Menü Champion. Heide, Hoodie, Flitsche und alles aus eigener Birne. Richtig geil, flitschiger. Alter, was ist denn mit dir nicht richtig?
Domtilt, hallo. Ich feiere deine Videos, aber mal eine Frage zu deinem Uploads. Ja gut, das habe ich schon beantwortet, wie schriftlich, wie auch schon hier in dem Video. Casa. Ich denke, was die meisten Spieler hier fehlt, ist nicht die Qualität, sondern die Einstellung, mit der Real Madrid kürzlich den 15. Champions League-Titel eingefahren hat und einige Spieler bei 5 dieser Titel das Trikot dieser Mannschaft getragen haben. Klar, auch Madrid wird nicht jedes Jahr Meister, aber egal wie erfolgreich einige dieser Spieler bereits waren, geben sie immer noch alles für den Verein. Vielleicht gehen wir dahin und wieder hart ins Gericht mit einigen Spielern, aber diese Tendenz sieht man ja bereits seit mehreren Jahren und ein Topverein kann sich sowas nicht leisten. Wortwörtlich, in diesem Geschäft geht es seit vielen Jahren eben um enorm viel Geld. Eine Entwicklung, die ich schon vor Jahrzehnten nicht mochte, aber das ist aktuell eben so. Wenn mit dreistelligen Millionen Ablösesummen und Jahresgeldern jenseits der 20 Millionen hantiert wird, dann steigen eben auch Erwartungen. Richtig. Wegen mir muss der FC Bayern nicht mehr jedes Jahr Meister werden und wegen mir ist es auch okay, wenn das Ziel die Champions League Quali ist. Lieber sehe ich Spieler, die sich mit dem FC Bayern identifizieren, weil sich hier oder leihweise woanders einen Namen gemacht haben oder sogar hier aufgewachsen sind. Leute wie Stanisic, Pavlovic, Kretzig, Ibrahimovic, Svonarek, etc. und natürlich einer wie Tell. Mag sein, dass ich mit meiner Sichtweise nicht mehr in den Profifußball gehöre. Joa, ich schaue mir auch immer noch die lokale Kreisliga an, FC Wacker München, sowohl Herren als auch Jugend, wenn es die Zeit hergibt. Aber da sind halt eher die Zuschauer neben dem Platz das eigentliche Ereignis. Wenn ich schön Fußball sehen will, dann bleiben mir aktuell nur die Frauen des FC Bayern übrig. Ja, sind wir ja auch schon oft drauf eingegangen und ja, natürlich, ich meine, wir sind auch eine AG, ja, darf man nicht vergessen. Wir sind eine ausgegliederte Abteilung. Es geht nur noch ums Geld. Da brauchen wir nicht widersprechen. Und ja, wir als FC Bayern müssen einfach den Spagat schaffen, ja. Es kann nicht sein, dass wir als FC Bayern die zweit- oder drittmeisten Gehälter in ganz Europa zahlen. Das kann nicht sein. Da müssen wir von weg. Ja, du kannst ja natürlich, wenn du so eine Achse hast von super erfahrenen oder den super duper Führungsspielern, so die Achse im Team von 4, 5 Spielern, verstehe ich. Ja, das sind die Topverdiener, lass die bei 15 Mille sein. Das ist immer noch viel Geld. Und dann hast du ein paar, die ein bisschen weiter darunter sind. Und hast nochmal ein paar ein bisschen, die darunter sind. Und natürlich kann jeder von unten sich nach oben arbeiten und so weiter. Aber du musst wieder dahin kommen, dass du ein vernünftiges Gehaltsgefüge hast. Und nicht dieses, zumindest kommt es von außen so rüber, wie es unter Kahn und Bratze war, so, ja, beim Gnabry so, ja, der Coman bekommt aber 17 Millionen. Also ich möchte jetzt auch 17 Millionen haben. Ne? Und der Goretzka, ja, der Kimmich hat 20 Millionen ausgegeben, ohne Berater. Ich möchte jetzt auch die 20 Millionen haben, weil der Manuel Neuer ja 22 Millionen verdient und der Thomas Müller. Ne? So von dieser Schiene müssen wir einfach mal wieder wegkommen. Ja? Das wird super schwierig, aber ich denke, Eberl ist da auf einem guten Weg, was man auch so hört und liest. Und wir müssen wieder dahin kommen, eine Max-Grenze auch einzuführen. Ja? Also so ein Davis ist für mich kein Spieler, der auch nur ansatzweise mehr wie 10 Millionen verdienen sollte. Aufgrund welcher Leistungen. Ne? Wir müssen wieder dahin kommen und wenn das so ist und dieser Spieler dann sagt, nee, mir reichen 10 Millionen nicht. 10 Millionen im Jahr. Wir reden vom Jahr. Mir reicht das nicht. Dann wechsel den Verein, Alter. Ja, ganz einfache Kiste. Dann wechsel den Verein. Gut ist. Ja? Punkt. So, dann ist das so. Fertig. Ich denke, es gibt genug Spieler auf dieser Welt, die stolz wären, das Emblem zu tragen des FC Bayern und sich für den Verein zerreißen würden und nicht da auf jede Million beharren. Und da müssen wir hinkommen, diese Spieler müssen wir finden und dann wird alles gut in Zukunft. Ja, das ist meine Meinung dazu. Und du stehst mit deiner Meinung nicht alleine. Ja, das ist diese Romantik. Ja, diese Romantik habe ich damals bei der Coman-Verlängerung schon aufgegeben. Da habe ich damals ein Video zu gemacht. Allein, dass der Mensch 17 Millionen bekommen hat, absolute Farce. Aber auch, dass ein Kimmich, Goretzka 20, nochmal, es ist ein Unding, dass bei uns Spieler 20 Millionen verdienen. Ja, sorry. Das ist meine Meinung. Und ich verstehe deine Takes. Und nochmal, wir müssen da wieder einen Spagat schaffen. Ne? Du kannst ja so ein paar Ausnahmespieler haben, aber bei uns ist es ja mittlerweile so, dass jeder Durchschnittsspieler schon 13, 14, 15 Millionen verdient. Ne? Spieler auf internationalem Niveau verdienen dann schon 17 Millionen. Ja. Und dann, du musst einfach
am besten wären natürlich andere Verträge, dass es wirklich nach Leistung geht. Ja. Das wird natürlich schwer umzusetzen sein. Von daher musst du einfach eine andere Gehaltsstruktur beim FC Bayern wieder reinbekommen, meiner Meinung nach. Ansonsten kann der Schuss, wie wir die letzten Jahre gesehen haben, ganz schnell nach hinten losgehen. Ja, und jetzt stehst du da und hast die Probleme. Und musst jetzt zusehen, dass du die Spieler drückst im Gehalt oder sie halt irgendwie los wirst. Das ist keine einfache Aufgabe für Maxi. Jo. So, Chris. Zum einen macht er einen guten Eindruck mit dem, was er machen will und wie er es machen will. Er macht auch nicht den Eindruck, dass er sich von den wortstarken Spielern unterbuttern lässt. Muss er aber beweisen, wenn die Ersten zum Vorstand rennen und sich beschweren. Ja, das hatte ich ja beim Tuchel auch gehofft, ne? Dass er sich da nicht irgendwie beeinflussen lässt von den Spielern. Aber anscheinend war es ja anders. Oder Tuchel war vielleicht die Chemie wichtiger, wie die Spieler halt zu Hochform zu bringen oder so. Ich weiß es nicht. Ganz schwierig. Kann man ganz schwer beurteilen von außen, denke ich, ne? Das wird dann der Punkt, wo Eber klare Kante zeigen muss gegenüber seinem Boss. Ja, 100% true. In seinen Worten ist viel Hoffnung, aber am Ende müssen wir abwarten, ob die oberen Herren mitspielen. Nee. Ich denke, den Satz davor, der ist ganz, ganz wichtig, ja. Ob die oberen Herren mitspielen, ist am Ende des Tages Wurst, wenn Eber sich ganz klar dagegen stellt und ganz klar zum Trainer steht. Dann ist es am Ende des Tages wurscht, was so ein Uli oder so ein Kalle von sich geben, meiner Meinung nach. Ja, klar, die Medien, gefundenes Fressen und so weiter, gar keine Frage, aber ansonsten ist das eigentlich wurscht. Wenn Eberl, der wichtige Mann, mit einem Freund zusammen sagen, hier, wir haben 3-Jahres-Vertrag jetzt, anders wie bei Tuchel. Bei Tuchel war der Vertrag halt schon gekündigt. Deswegen hatten sie da keine Handhabe mehr. Aber jetzt haben sie die mit dem Vertrag. Ja. So, und der Aufsichtsrat kann nicht einfach einen Vertrag auflösen. Oder ein Aufsichtsratmitglied kann nicht einfach einen Vertrag auflösen. Da muss schon dann der Sportvorstand und der Vorstand zustimmen. Ja. Also von daher, das Heft des Handelns liegt beim Eberl und den Verantwortlichen in Position und nicht beim Aufsichtsrat. Das muss man mal ganz klar sagen. Und dann muss man das einfach auch mal klar ausspielen und klar kommunizieren. Ja, jetzt nicht so klar, aber man kann ja schon sagen, nee, so, wir stehen zum Trainer, wenn es jetzt eine schwierige Situation ist und der Trainer ist unser Trainer und das auch gegenüber der Mannschaft klar äußern. Ne? Und dann ist auch gut. Kasa, ich finde es klasse, dass du darauf verzichtest, Reactions auf andere YouTuber zu machen. Sowas gibt es hier wie Sand am Meer. Da setzt sich ein Content Creator hin, der sich mehr oder weniger einen Namen gemacht hat, produziert ein Video und schon regnet es Reactions von denen, die im Windschatten mitsegeln wollen. Das halte ich für die billigste Art und Weise, Klicks zu generieren und hat für meine Begriffe nichts damit zu tun, Inhalte zu produzieren. Sage ich gleich was zu. Schon klar, diese Reactions sind unglaublich beliebt. Ja, darauf geschissen, geht woanders hin, wenn ihr sowas sehen wollt. Ich bin hier, weil mich deine Meinung und die der Kommentare hier über die Geschehnisse um den FC Bayern interessiert und nicht, was du von den Meinungen anderer hältst. Erstmal mache ich ja auch Reactions. Gut, diese Art Reaction ist jetzt vielleicht ein bisschen was anderes. Aber im Endeffekt mache ich ja dasselbe. Ich klaue ja auch den Content. Ja. So, ich nehme eine Bayern-Pressekonferenz und mache da eine Reaction drauf. Klar, also Spielanalyse und so ist mein eigener Content. Aber ich weiß, was du meinst. Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Müsste man ein bisschen tiefer abtauchen in dieses Rabbit Hole Reactions. Das mache ich. Das mache ich dann im Kanalmitglieder-Talk. Du bist ja Kanalmitglied, das hebe ich mir für Freitag auf und dann kann ich da mal ein bisschen drauf eingehen. Wie ich das sehe, wie da meine Meinung zu ist und so weiter. Das würde hier den Rahmen sprengen, aber da mache ich das sehr gerne. THG. Der FCB hat nicht mehr die Klasse vergangener Jahre. Alaba, Thiago, Kroos, Robben, Ribéry, Schweinsteiger, Lahm, keiner wurde durch gleiche Qualität ersetzt. Lass mal den Toni Kroos da bitte raus. Ja? Um das mal ganz klar zu sagen. Weil Toni Kroos, als er uns verlassen hat, war er lange noch nicht dieser Spieler, der bei Real Madrid geworden ist. Ja? Also, das war jetzt noch nicht der herbe Verlust für den FC Bayern. Ja, man betrachtet das jetzt im Nachhinein und sagt, er war ein herber Verlust, weil er diese Karriere hatte bei Real Madrid. Aber die hatte auch erst bei Real Madrid so richtig gezündet. Ne?
Thiago, vollkommen richtig. Robben, Ribéry brauchen wir gar nicht drüber reden. Schweinsteiger, Lahm, ja. Alaba, weiß ich auch nicht. Vom Typ her auf jeden Fall. Super Verlust, sportlich gesehen. Hätte man ihn besser ersetzen können, wäre aber zu ersetzen gewesen, meiner Meinung nach. Irgendwann reicht es dann halt nicht mehr. Und letztes Jahr hatten wir doch nur Glück, dass Dortmund unfähig war, das Ding zu ziehen. Die Qualität im Kader ist schlechter als früher. Anspruch und Realität gehen weit auseinander. Ja, stimme ich dir zu mit der Meisterschaft. Das war Dank an Dortmund. Anders kann man das nicht nennen. Wobei wir natürlich auch selber das Tor machen mussten durch Musiala, sonst hätte das ja auch noch niemals gereicht. Die Qualität ist schlechter als früher, das weiß ich nicht. Da tue ich mich schwer mit, habe ich schon 100-mal erklärt, wie ich das sehe. Ich denke, die Qualität ist da. Nur die Spieler bringen die Qualität nicht mehr rüber. Also so ein Kimmich, so ein Sané, so ein Gnabry, so ein Goretzka, die haben jetzt auf einmal nicht mehr keine Qualität. Ja? Die Qualität ist ja da, sie können die Qualität nur nicht abrufen. Aus welchen Gründen auch immer, sei mal dahingestellt. Ja, ein Neuer, ein Müller, gehe ich mit. Da leidet die Qualität jetzt einfach altersbedingt. Da stimme ich dir 100% zu. Aber gerade bei den teilweise genannten Spielern hat das einfach andere Gründe. Die Spieler haben Qualität. Ja? Sie kriegen sie einfach bei uns nicht mehr auf den Platz. Warum auch immer, da kann man drüber streiten. Ja, das ist der Grund, den ich sehe. Ja? Und deswegen gilt es halt, diese Spieler auszutauschen. Ganz einfach. Im Sinne des Spielers und im Sinne des Vereins. Aber klar, wenn du jetzt die Leistung siehst der letzten 2 Jahre, kannst du sagen, es fehlt die Qualität. Ja? Wenn wir Qualität dann mit Form vielleicht ersetzen, gehe ich da mit. Aber nochmal, ich denke, so ein Kimmich und so weiter, die haben schon eine Qualität. Sie kriegen sie nur nicht hin. Ja? Sie kriegen sie nicht geliefert. Klick-Klack, wenn nicht mindestens der halbe Kader getauscht wird, bringt ein guter Trainer wieder nichts. Und Uli gibt es ja auch noch. Mit dem FCB geht's steil bergab. Nee, da gehe ich auch nicht mit. Mit dem halben Kader, ja, ich habe es ja in meinem Saisonfazit geäußert, wen ich da auch sehe. Ja, man muss da auf jeden Fall Zeichen setzen. Nochmal, wenn man die Verträge verlängert mit einem Sané, mit einem Kimmich, die jetzt auslaufen und die nehmen 5 Millionen weniger in Kauf und ziehen dann mit, ja, und man merkt das auf dem Platz und sie kommen wieder dahin, wo sie waren. Ich meine, guckt euch den Leroy in der Vorrunde an, das war ja gut, ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Kimmich war vor 2 Jahren auch eine Maschine, so. Wenn sie wieder dahin kommen, alles fein. Kommen sie das nicht, vollkommen richtig, du musst sie austauschen. Ja, Punkt. Ganz einfache Kiste. Ja. Und da geht es einmal darum, um die sportliche Leistung, aber auch um den Verdienst. So. Ja. Ganz einfache Kiste. Wie es ein Eber sagte und wie ich es auch immer sage, wir brauchen wieder Spieler, die stolz sind, die sich freuen, für den FC Bayern zu spielen. Und nicht, weil der FC Bayern 2 Millionen mehr zahlt wie Verein XY. Das ist unser großes Problem, was wir über die letzten Jahre aufgebaut haben. Ja? Da müssen wir hinkommen. Und das ist egal, ob es ein deutscher Nationalspieler ist, ein französischer oder sonst wer. Das spielt gar keine Rolle. Ja? Davon müssen wir auch mal wegkommen, von diesen, ja, wir sind der FC Bayern, wir müssen immer den Großteil der deutschen Nationalmannschaft stellen. Nee, müssen wir nicht. Klar, wenn die gerne beim FC Bayern spielen wollen, weil es der FC Bayern ist, weil es der größte Verein Deutschlands ist, alles gut. Ja, klar kannst du dann deutsche Nationalspieler nehmen, wenn er aber auch die dementsprechende Leistung hat für das Niveau für den FC Bayern. So. Aber wenn nicht, dann nicht. Ja. Das ist halt auch so ein Thema noch bei uns. Deckmonster. Ideas, ein halbierter Kai. Wild, ne? Gerd. Hallo Kai, grüß dich. Grüß dich auch, Gerd. Matthias. Julio, ja? Hans Hase. Hab gerade gelesen, dass Rummenigge den Mund weit aufreißt. Er sagt, wünsche dem Trainer Erfolg, werde aber genau beobachten und ein Jahr ohne Titel ist genug. Mehr darf es nicht werden, sonst müsste man überlegen. Eberl wäre von den unerfahrenen Trainer überzeugt und man werde genau hinschauen auf Nitro-Teletext gelesen. Es geht also schon wieder los. Ja, habe ich natürlich auch mitgekriegt und habe ich ja schon mit mehrfach zu was gesagt. Auch Kalle ist nur ein Aufsichtsratmitglied. Mehr nicht. Steht er? Mehr ist er nicht. Und er kann von sich geben. Es ist natürlich völlig hirnrissig, ja. Diese Selbstdarstellung, die man wieder hat. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht macht man das jetzt so, oh ja, ich positioniere mich jetzt schon mal hier.
Weil, wenn das dann in die Hose geht, kann ich sagen, ja, guck mal, habe ich doch direkt am Anfang gesagt, ne? Ich habe ganz klar die Position gehabt, nee, das wird nix. Ich weiß nicht, ob man das deswegen tut, schützend. Ich weiß es nicht. Oder ob es ja so Selbstdarstellung ist. Ich weiß. Es ist zum Kotzen und es geht mir auf die Eier. Gar keine Frage. Auf der anderen Seite, nochmal, ich nehme das nicht mehr für ernst. Alles, was von Kalle kommt, was von Uli kommt, nehme ich nicht mehr ernst. Kannst du nicht. Du kannst dich darüber aufregen, ja, das können wir machen. Wir können das auch diskutieren, habe ich gar kein Problem mit. Aber ich persönlich, für mich, nehme das nicht mehr für voll. Ja. Nochmal, es wäre wünschenswert, aber das hat ein Eberl in dieser PK getan. Er hat das klar gesagt. Er muss jetzt auch nicht wieder jedes Mal auf irgendwas reagieren, was da so ein Uli oder Karl-Heinz von sich gibt. Aber sollte das irgendwie, ja, ist jetzt Karls Meinung, er steht jetzt in der Ecke, alles gut, ja. Sollte er irgendwie dazwischen schießen, wenn wir ein Spiel verlieren, oder wenn wir mal 2 Spiele verlieren oder 3 Spiele und er meint, er muss dann was sagen, dann muss ein Eberl Feuer frei machen. Ne? Dann muss ein Eberl die gute alte Uli Hoeneß Attacke fahren, und zwar auf den Kalle und auf den Uli. Ne? Und Punkt. Und auf die Öffentlichkeit, wenn die meinen, dann da reingehen zu müssen in diese Kerbe. Dann ist er gefragt. Jetzt aktuell kann er die Füße stillhalten. Gehe ich mit. Ja? Alles gut, lass die da mal labern. Solange Company weiß, was er den Rückhalt hat von Eberl, Freund und vielleicht auch Chrissy, ist alles gut. So, das sind die handelnden Personen, Leute. Das andere sind Aufsichtsratmitglieder. Das ist scheißegal, was die erzählen. Das ist genau dasselbe, als würde ein Stoiber was erzählen. Der ist auch nur ein Aufsichtsratmitglied. So, das darf man alles nicht so wahrnehmen. Ja, die haben natürlich eine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, weil es Kalle Rummenigge sind, Uli Hoeneß, die den Verein über Jahre geführt haben. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Aber Ende des Tages spielt es keine Rolle. Ja. So. Karl-Heinz. Der wichtigste Transfer für die neue Saison wurde bereits erfolgreich gemacht, und zwar die Vertragsauflösung mit Tuchel. So schaut's aus. Ja, weiß ich nicht. Was hätte jetzt die Vertragsauflösung von Tuchel gebracht, wenn du keinen neuen Trainer gefunden hättest? Nur mal so. Bananenrepublik. Schade, dass er direkt angezählt wird vom Kalle. Konnte man ja erahnen. Ja, gut, habe ich ja gerade schon kommentiert, wie da meine Meinung ist, ne? Muss ich mich jetzt nicht wiederholen. Wiederhole mich ja sonst schon oft genug. Anita. Hört sich alles gut an, aber haben die Vorgänger nicht von den Spielern harte Arbeit verlangt? Warum haben die nicht mitgezogen? Was will er anders machen? Wie motiviert man satte Millionäre? Bin gespannt, richtig gespannt. PS, ich denke, ohne Aussortieren, Neuer, Müller, Kimmich, Goretzka, Davis, Gnabry, Sané gibt das nichts. Gut. Haben das die Vorgänger nicht verlangt? Wenn ich mir den Tuchel ansehe, glaube ich, er hat das nicht verlangt. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich glaube, Tuchel war wichtiger, so, das ist ein super verdienter Spieler, ein super erfahrener Spieler, hat schon alles erlebt in seiner Karriere, der spielt bei mir. So kam das für mich rüber, von Tuchels Seite. Warum haben die nicht mitgezogen? Weil sie dieses Standing einfach haben. Und das seit Jahren aufgebaut ist. Und sie einfach nicht in Konkurrenz gestellt werden von den Trainern, die da sind. Ja? Was will er anders machen? Er hat es ja klar kommuniziert. Er stellt diese Spieler in Konkurrenz. Ja? Wie motiviert man satte Millionäre? Indem man sie nicht spielen lässt. Ganz einfach. Ein Spieler wie ein Kimmich, wie ein Goretzka, beim Goretzka haben wir es letzte Saison sogar gesehen gehabt, ja, wo Tuchel ihn 3 Wochen mal auf die Bank gesetzt hat. Setz sie auf die Bank. Alles andere motivierst du diese Spieler nicht. So, entweder hat er dann den Charakter, ja, mir doch scheißegal, ich ziehe mir die Millionen rein. Oder er hat den Charakter und will's beweisen, dass er doch die Qualität hat, für den FC Bayern München zu spielen. Aber man hat diese Spieler nie in Frage gestellt. Und es war auch nie ein Trainer da, der das so klipp und klar geäußert hat. Ja. Und Kompanie hat sich jetzt dahingesetzt und gesagt, Arbeit, harte Arbeit. Und wer nicht mitzieht, den brauchen wir nicht. Und ein Eberl hat das vor ein paar Monaten auch schon gesagt. Und genau danach muss man jetzt handeln. Ja, ganz einfache Kiste. Setz die Spieler auf die Bank und dann wirst du sehen, welchen Charakter sie haben. Wenn sie dann Stinkstiefel werden, alles gut. Dann können sie, wie es schon in ganz, ganz vielen anderen Vereinen war, dann gibt's eine Trainingsgruppe,
die abseits trainiert der Mannschaft oder sie gehen zur zweiten Mannschaft und gut ist. Ja, fertig. Und dann werden wir mal sehen, ob die Spieler darauf Bock haben oder nicht. Ja. Aber es muss ja auch gar nicht so weit kommen, indem man einfach mal von Vereinsseite klar kommuniziert. Also so ein neuer Müller würde ich klar kommunizieren, pass mal auf, ihr geht in euer letztes Jahr, ihr seid super verdiente Spieler. Alles gut, Thomas, du kennst deine Rolle. Ne? Das wird auch unterm Company nicht anders sein. Du kriegst deine paar Minütchen in der Saison. Für mehr wird es nicht mehr reichen. Wir setzen auf die jungen Spieler, die nach dir folgen. Manuel Neuer würde ich klipp und klar kommunizieren, pass mal auf, hier, das ist Daniel Peretz. Der wird jetzt x Spiele diese Saison kriegen. Es wäre super gut, wenn du ihn unterstützt, wenn du ihm Hilfestellung leistest, wenn du ihn mit aufbaust. Wird nicht passieren beim Neuer, denke ich. Vielleicht werde ich eher überrascht. Und bei allen anderen Spielern würde ich klipp und klar kommunizieren, pass mal auf, die Leistung, die du die letzten 2 Jahre gebracht hast, reicht nicht für den FC Bayern. Entweder setzt du dich auf den Arsch, ja, dann gucken wir uns das gerne an bis zur Winterpause. Und wenn das nicht reicht, sitzt du auf der Bank. Fertig. Oder du suchst dir einen anderen Club. So. Man muss mit den Spielern nun mal ganz klar kommunizieren. Ja. Ich denke, beim Kimmich wird es einfach sein, den sagst du halt einfach, du bist nicht im zentralen Mittelfeld eingeplant, dann wird er den Verein verlassen wollen, weil er keinen Bock hat auf Rechtsverteidiger. Das sieht dann bei so einem Leon schon wieder ein bisschen anders aus, denke ich. Aber ja, du musst mit den Spielern ehrlich sein. Ne? Und das war bisher nie der Fall in unserem Verein. Weil sonst wären sie mal in Konkurrenzsituationen gewesen, was sie auch letztes Jahr nicht waren. Unterm Tuchel. So. Und das, was ich jetzt hineininterpretiere in die Worte von Company mit der Unterstützung vom Eberl, dass diese Spieler jetzt in Konkurrenzsituationen gestellt werden. Und entweder kriegen sie dann wieder die Kurve. Wir haben es ja vorhin schon an anderer Stelle gehabt. Ich denke, so ein Kimmich hat eine gewisse Qualität. Er muss sie nur wieder abrufen können. Er muss mal von seinem, weiß ich nicht, kann man es hohen Rost nennen? Ich weiß es nicht. Mal wieder runterkommen. Genauso wie die ganzen anderen Spieler. Und das wird interessant zu sehen sein, ja. Erlom, Pavlovic war doch eine tolle Spielerentwicklung. Welchen Zusammenhang jetzt bezogen? Wenn du jetzt argumentierst, dass Thomas Tuchel den entwickelt hat, da kommen wir nicht auf einen Nenner. Ich verstehe es gerade nicht, auf was bezogen. Christian, lol, wird wirklich lustig, wenn er nach kurzer Zeit gefeuert wird. Yes, wird sowas von geil. Ja, gönn dir einfach. Ach, herrlich. Sammy, verstehe den Satz am Anfang nicht. Ohne dein dummes Geschwafel ist doch alles gut. War wieder mal gut begleitet von Red Munich. Ich denke nur, dass Company das sagt, was der Eber die ganze Zeit denkt. Verstehe den Satz am Anfang nicht. Ohne dein dummes Geschwafel. Doch alles gut, war wieder mal gut begleitet von Red. I don't know, ich verstehe nicht, was du meinst. Stello, bin mal auf seine Abfindung gespannt. Ja, gönnt euch. Katrin mit Sané soll nach der EM verlängert werden. Ja, warten wir doch erstmal ab, ob Sané überhaupt zur EM fährt, wa? Matthias, schauen wir mal. Ja, genau. Wer versteht heutzutage kein Englisch? Uisaki. Ich denke, da gibt es viele Menschen, die heutzutage kein Englisch verstehen, gerade hier auf dem Kanal, weil hier nicht nur Menschen sind, die 20 bis 30 Jahre alt sind oder 40 Jahre alt. Ich denke, hier gibt es auch genug Menschen, die 50, 60 oder sonst was sind. Und wenn du in deinem Leben relativ wenig Berührung hast mit englischer Sprache, ja. Domo Jomo, na endlich. Christoph Obersteiner, schauen wir mal, was wird. Wolfgang Scheuer. Warum redet er immer auf Englisch? Er kann super Deutsch. Was soll das? Und das in fast jedem Interview. Ja, weil das Interviews sind, wahrscheinlich die am ersten und zweiten Tag gemacht wurden. Ja. Und er halt über Jahre kein Deutsch gesprochen hat und sich da einfach noch nicht so sicher und wohl fühlt. Sollte man nachvollziehen können. Andersrum, wenn du gut Englisch sprichst, berufsbedingt, jobbedingt und sprichst dann auf einmal 2, 3, bei ihm waren es sogar länger, 4 Jahre oder noch länger, wenn du seine Zeiten bei Manchester City dabei nimmst und so weiter,
waren es, glaube ich, so wahrscheinlich mehr wie 10 Jahre, wo du diese Sprache einfach nicht mehr sprichst. Und dann tust du dich auch schwer damit, wenn du jetzt irgendwo hinkommst und sagst, ja, alles klar, jetzt sollst du die Sprache wieder sprechen, mach mal jetzt hier deine Pressekonferenz und Interviews in der Sprache. Dann fühlt man sich da unsicher, tut sich da schwer und deswegen ist das verständlich. Ja, lass ihn mal ein bisschen Zeit, dann wird er mit Sicherheit auch die Pressekonferenzen auf Deutsch machen und die Interviews. Ja, da musst du dir keine Sorgen machen. Christian, jetzt mal ehrlich, der ist Nummer 4 oder 5, keine Ahnung mehr und die Fans feiern ihn. Hey, die Bayern würden auch Nummer 10 feiern, lol. Hauptsache einen Trainer. Ja, was spielt das jetzt für eine Rolle? Christian, ich gehe mal auf deinen sehr, sehr dummen Kommentar ein. Was spielt das jetzt für eine Rolle, ob er Nummer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 18, 25 ist? Wenn er vom Typ her der passende Trainer ist, dann ist er vom Typ her der passende Trainer. Und wenn du vorher mit 25 anderen Trainern gesprochen hast, wen interessiert das? Anscheinend dich. Warum hoch von mir? Felix, vom Gefühl her wirkt er amateurhaft, aber hoffentlich irre ich mich. Jo, werden wir sehen, ne? Christian. Sorry, seh dich gerne, bin aber einer von denen, die den FC Hollywood nicht leiden können und hoffen, dass dieser Money-Verein verliert. Okay. Gerhard, Sané, Gnabry, Kimmich und Goretzka müssen weg. Läufst du bei mir offene Türen mit ein, ne? Oh, das wissen ja auch alle. Leute, das waren eure Kommentare rund um Vincent Kompany. War positiver, wie ich gedacht hätte. Ja, im Stream war es ja sehr, sehr wild. Da waren ja wirklich viele wilde Typen unterwegs. Wie gesagt, es kann jeder seine Meinung haben. Jeder kann sagen, ach, damit steigt ihr ab. Was soll das, den Trainer zu verpflichten? Ach, was soll das, die Nummer 25 zu verpflichten? Alles gut. Ich habe da volles Verständnis für, wenn man einfach sich nicht mit der Materie beschäftigt und da von außen drauf guckt und jeden Mist glaubt, der in irgendwelchen Zeitungen steht. Dann kann man das so sehen. Und das ist völlig fein, Leute. Meine Meinung habe ich dazu geäußert und ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Ich kann es nur nochmal abschließend wiederholen. Wichtig ist, dass ein Eberl den Trainer schützt, knallhart dahinter steht, bezogen auf Uli Hoeneß, auf Karl-Heinz Rummenigge, auf die deutschen Medien, auf die deutschen Experten. Dann ist alles gut und natürlich auch gegenüber den Spielern. Ne? Muss den Spielern klar sagen, das ist euer Trainer die nächsten 3 Jahre, ob ihr das wollt oder nicht. Und jeder, der nicht will, kann gehen und dann ist alles gut. Ne? Dann wird alles gut. Ich denke, von der Einstellung her passt das. Seine Art Fußball spielen zu wollen, sollte auch zu unserem Verein passen. Und dann werden wir eine Menge Spaß haben. Sollte man das nicht tun, ja, dann wird er keinen Erfolg haben. Dann ist er relativ schnell wieder weg. Da gehe ich auch mit. Ja. Gut. In diesem Sinne, Leute, vielen lieben Dank für euer Interesse und wie immer an dieser Stelle vielen lieben Dank für euren Support hier. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.